Wieder Tröte, wo ist die Fernbedienung, da ist die Tröte, das ist schon mal gut für mich. Dann den haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich hasse den Ton. Und ich hoffe, ihr hasst's, ne? Timmy Boy! Ton. Und ich hoffe, ihr hasst's, ne? Der Fettsack schreibt mich schon wieder an. Timmy Boy, merci dir! Hashtag Popoman, Timmy Boy. Hobby! Ich bin's, Birger, Micke, 20, grüß Gott beisammen. Hab euch schon gelesen. Großer Teil von euch habt Kappe schon gekriegt. Gute Nachrichten. Ein paar noch unterwegs. Und ein paar liegen in wie nennt man das? Postfachel. Nein, nicht Postfachel. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Der komische gelbe Kasten halt, was du abholen musst. Ich warne euch. Wenn die zurückgehen, vor allem aus Österreich. Hau ihr knockert den Arsch. So, oder was ist? Ja, Packstation war das Wort, das ich gesucht habe. Grüezi, fix nochmal. So, jetzt grüßen wir erstmal in Sau, weil damit nichts passiert. Grüß Gott an! Den Inproxy, an Kasper, an Neilan, Springer, an Blermi, an Benri, an Staudi, an Zachen, Weniger, an Weigel, an Mike, an Baumgarten, an Kriegel, an Mike, an Martin, an Biopeni, an Readyflow, an Butcher, an Hubersee, bei mir an Sattler, an Kriegel, an Lordslied. Lordsit? Ich kann nicht richtig lesen, das wird Schwierigkeit. Ich glaube, in dem Spiel muss man viel lesen. Oh Gott, das wird eine Vollkatastrophe. An den Vlogger, an den Kari, an den YBO und den Rest der Moderatoren, die sich schon einbefunden haben, an den Sonntag, Ruhetag, an den Nickelnet, an den Dacia oder an den Sweet Jesus, an den Speedy, an den... Er muss atmen! An den Baumgarten, an den Knorr, an den Gorki, an den Guck, an den Kreuz, an den Winky, an den Engelmann, an den Misa, an den Mike und an den ganzen restlichen Sauerfall. Muss ich jetzt da an jeden Namen vorlesen, oder was? So. Grüß Gott, Banan. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ein beruhigendes Gefühl, wenn der Großteil der Kappe ist schon mal angekommen, ein paar haben noch unterwegs, ein paar haben nicht zugestellt worden, das wird jetzt dann übers Wochenende wird das dann interessant. Wer hat schon gekriegt? Ab in den Chat! Hab vorher schon ein paar gelesen. Glaub ich. Die Cap ist der Oberhammer endlich. Herr Brezenknädel, das wollte ich hören. Wunderschön. Ich hoffe wirklich, wirklich, wenn irgendwas feit, let me know. E-Mail schreiben oder am besten im Discord, das ist das Allereinfachste. Da kann man direkt schmatzen. Aber normal feit nichts. Ihr habt alles mit Liebe kontrolliert, mit Liebe verbackelt. Und wer irgendwelche Haare drin findet, die haben entweder vom Plötze, von der Mizi, vom Katzbracken, von der Emma oder vom Gnädel. Okay? Der hat gewungen. Ich möchte nichts hören. Timmy Boy, merci fürs Kappe. Ihr müsst euch nicht bedanken dafür, dass ihr von mir Kappe kauft. Und jetzt zurückschicken, Hashtag Spaß nicht mal, viel zu geil, ist jetzt das zweite. Ich weiß ja nicht, warum sie Leute zwei Caps... Wer übrigens immer noch eins... Ich weiß gar nicht, ob bei Variant Caps noch eins hat. Ich schau schnell, Moment. Ich glaube schon, dass sie noch welche haben. Ich weiß aber auch nicht, wie viele das noch haben. Ich habe noch nicht nachgefragt. Aber es sind noch welche da. Also, jetzt ist wir haben es endlich geschafft, glaube ich. Wir haben es endlich geschafft, dass jeder, der so drum scheiß Kappe haben, wo ihr eins hat. Und ganz wichtig ist... Für das was? schöne Kappe und Nein! Also ja, aber... Schön ist der Unterschrift, die habe ich auch geübt. Die habe ich ganz furchtbar oft geschrieben in dem letzten Jahr. Sektion Oberland anwesend. Mieze, danke dir, 20 ist 2. Weiß ich nicht, hättest du nur ein halbes Kappe kaufen können. Langsam. Prinzip, jetzt wieder 5er. Flo, aber dritt. Sektion Oberland, Cap ist saugeil. Mein kleines Comic. Ach, du warst das! Hat mir gefallen. Solange das nicht die Öffentlichkeit aus bestimmten Gründen sagt, finde ich das alles in Ordnung. Aus diversen Gründen. Pro-Zuschauer, was da los? Ein herzliches Grüß Gott! Wenn ins Reg, dann Grüß Sie Gott. Okay, ja, das Sie habe ich unter den Teppich. Pro-Zuschauer 10er ist auch zu viel. Dankeschön. Ist gut hier. An schön Mittwoch obend an Eich, Lust Eichers Gurt G, Witz. Wir leben überwiegend von Touristen. Herr Mogulele, 55, Häuptling auf den Kannibaleninseln wahrscheinlich. Austrian, was soll ich sagen? Was soll ich machen? Das hört einfach nicht auf. Ich weiß nicht, was ich soll. Ich hoffe, du hast eine Cap. Oder 5. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci dir. Küsschen aufs Nüsschen, as always. Connor, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist da los? Also, Birger, Story von Schulzeit plus bin wieder da. Was ist das? Also, Birger, eine Story von Schulzeit plus bin wieder da. Weiß ich, irgendwas Story von Schule, weiß ich nicht, was man sagen ist. Ja, Connor! Egal, WP, Alter! Das ist, was das WP heißt. Achtung, 5 Noob-Sekunden, WP heißt Welcome Back.
Manu, mir ist wieder ein Drilling. Der Birkberg, endlich mitgehört. Zeit ist geworden. Freue mich schon den ganzen Tag drauf. Bier auf, Bier laut, Wöd. Wöd aus. Wöd immer aus. Wöd stinkt nach Aufnarsch. 3 Jahre im Squad #Hackelberger. Löwenzepp, merci dir. Aber der Birger ist fucking schöner Stream halt wieder. Seit Montag bin ich 3 Jahre im Squad. #Hackelberger. Hackelberger ist ein gutes. Da, das unterschreibe ich der. Hackelberger ist ein gutes. Da ist alles richtig gemacht. Birger fragt, warum er 2 Caps kaufst. Weil es kann! Es waren ja einige dabei, die haben auch 2 Caps direkt bestellt. Was soll ich da sagen? Ich hab's ja indirekt auf 2 Caps pro Bestellung reduziert, damit er das nicht wieder eskaliert und dann irgendein Trottel hergeht und 80 gekauft und die dann für das Doppelte irgendwo anders verkauft. Aber der Zug ist jetzt abgefahren. Ich glaube, jeder hat eins. Also, es wird auch bei mir so schnell keine mehr gehen. Ich darf jetzt endlich gerne mal das starten. Schon mal! Ja, ich hab ein bisschen gelaggt, Entschuldigung. Merci für deinen Resub und habe ich dir zurück. Sonntag, merci dir, Grüße aus der Gesundheitsanstalt Pfui-Teufel. Am Montag bin ich auf Schmerzmittel eingeschlafen. Das ist aber oft auch mal gut. Außer es rührt sonst nicht an. Dafür gestern nachgeschaut, komm ich folgt, morgen darf ich aber wieder raus. Ich wünsche gute Besserung, #Frankensquad. Dem der gehört auch mit Christ. Die haben ja sonst nichts. Der Dave schreibt, Birger, Chris und Wongel, man munkelt, dass der zuschaut. Also wenn der Wongler da herin sitzt, dann kriege ich einen völligen Schlaganfall. Ganz ehrlich. Weg, go away. Was ist das wieder? Das kann ich nicht lesen. Na, Derma TSX. Nice Mitglied. Und Leute, was ist denn heute wieder? Ist halt wieder irgendwie Anfang oder Ende des Monats oder sonst irgendwas? Gibt's halt Lohntüten umsonst? Was ist denn mit euch? Black Beast! Dama, welcome to the squad! Michaelsen! Da war ich gern, mir ist wieder. Ja, ist ja gut jetzt! Nasenmann! Warum haben Stormtrooper immer so schlechte Trefferquote? Weil sie kein gutes Aim haben. Sie fliegen. Den verstehe ich nicht. Ist der so, der Sprengi schreibt es auch gerade da, ist der so tief im Anti-Witz drin, dass ich ihn nicht verstehe? Nasenmann, den verstehe ich nicht. Werbasbürger, Kappe is Heint Okimmer. Fetz Merche dir. Ich muss immer nur drüber nachdenken. Nehme mir ein Nütchen raus aus der Nütchenbox, nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Jetzt habe ich nicht aufpassen können, weil ich über mein eigenes behindertes kleines Mini-Lied haben müssen. Ist ja gut jetzt, ich muss nachdenken. Ich verstehe es nicht. Nein, 5 Nase, ich verstehe es nicht. Bierman, merci dir. Terrorplace, merci für deinen Resub. Brezensalz, merci für deinen Resub. Ob das eine unterhaltsame 2 Stunden werden, 2 Stunden mindestens mal werden, kann ich nicht sagen. Ich kenne das Spiel nicht. Ich sag, das ist, ich kenne es nicht. Ich meine, ich habe natürlich mal Screenshots gesehen und vor 5000 Jahren mal irgendwelche Testvideos und so eine Geschichte. Und es ist sehr beliebt, aber ich weiß, ich kenne mich nicht aus. Keine Ahnung. Schwester! Auf der Bierbing steht so laut, oder? Da war ich jetzt. So, servus, Chris Koppener. Jetzt mal ganz wirklich im Ernst jetzt. Fucking nochmal niemand braucht sie bei mir bedanken, dass er sich ein Cap gekauft hat und eins gekriegt hat. Oder was meinst du, was los war, wenn ich euch was weiß ich, wie für Kappe verkaufe und dann schicke ich es euch einfach nicht. Und dann sitzen wir am Micker, sitzen wir daher und machen Stream, hey, wo ist denn meine Kappe? Ja, keine Ahnung, das ist unterwegs oder das ist in dem Lastwagen, das runtergefallen ist oder so. Keine Ahnung. Alter, es ist absolut utopisch. Timmy Boy, merci für den Euro. Warum 2? Nein, eins für Vitrine zum Anbeten und zum Anschauen und eins zum Drang. Ja, ich weiß, morgen mehrere so. Altes Gefäß. Ding! Geh, sperr mal Bussimulator oder war das schon? Nein, das war noch nicht. Ich hab einen Bussimulator angeschaut, hab einen Schlaganfall gekriegt und hab gesagt, vielleicht irgendwann, wenn ich sonst nicht weiß, was ich da sehe. Wie nennt man Lesegruppen, die nur ein Buch liest? Kirche. Da ohne Birger gibt's das nicht, das geile Kappe. Ja, und ohne euch darf's das scheiß Kappe nicht geben. Das ist immer noch dasselbe Spielchen. Da braucht sich kein Mensch. Das ist ja lächerlich, was soll denn das? Du gehst auch nicht zum Edeka, kaufst ein Joghurt und sagst dann zur Kassiererin, wolle geil Dankeschön, Alter. Dankeschön, dass die gibt. This doesn't make any sense. No! Der gehört mir erst für den Resub.
gesehen und seid mir erst wieder Restart. Bis spätestens 9 Uhr, wir fahren um 10 Uhr an, weil dieses scheiß Gedudel ist heute kein Schwanz nicht aus. Ihr Paket befindet sich in Pyongyang. Destination Gulag. So, was habe ich vorher gelesen? Der Wongel beschwert sich, dass er nur 40 Euro die Stunde verdient hat. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Also, ohne Scheiße, der gehört. Alter, wer? Hand hoch. Das mich interessieren. Würde mich interessieren. Hand hoch. Ist irgendjemand da herin, der 40 Euro in der Stunde in seiner Arbeit verdient? Hm? Sag mal brutto. Sag mal brutto. Sag. Einer. Ein einziger. Ich selbst, nein. Nein. Ich meine, natürlich sagt ihr da die 2 Stunden und dann 10 Minuten eine Donation-Eskalation. Und wenn man es da drauf rechnet, ja, dann habe ich manchmal einen Stundenlohn, wo ich sage, da bist du total deppert, dass ich überhaupt nicht irgendeinen Handstrich tue. Aber was halt alles dahinter, ich meine, das ist auch, das sagt ihr hier nicht. Das ist auch völlig wurscht und das geht's auch nicht. Das ist, der Toto, der Brunnermax, der KNS-Design, ja, nö. Wir haben wirklich Leute und ihr habt's angestellt, nicht selbstständig. Als Angestellte. Normal 40 Euro in der Stunde. Ist ja behindert. Wie viel sind denn 40 Euro in der Stunde eigentlich? Jetzt, warte mal. Nehmen wir mal ein 40-Stunden-Buch. Mal 4. Mal 40 Euro. Das sind 6.400 brutto. Das ist fast schon saftig, gell? Das ist fast schon... Also leck mich am Sack, Alter. Das ist fast schon saftig. Leck mich am Arsch. Da schmecke ich nicht einmal im Ansatz, Alter. Also da schmecke ich nicht einmal... Gut, ich hab keinen Meister, ich hab kein Ding, kein, weiß ich nicht. Also leck mich am Sack, Alter! 6,4 brutto ist 2. Leck mir am Arsch, Alter! Ja. Leck mir am Arsch. Ich hab 4K brutto. Nicht einmal die hab ich. Nicht einmal die hab ich. Muss man gut, ich rechne das jetzt auf, ja. Man muss wissen, halbtags arbeiten, ist mir klar, dass ich da nicht 6.400 Euro verdiene. Also wenn ich irgendwo arbeiten kann, hey, für 6,4, halbtags, nimm mich. Egal was, ich mach alles, Alter. Ich mach fucking alles. Foxy Boy, Pro-Tipp, Gedudel ändern. Ja, das stimmt. Das Gedudel und die Donation Sounds sind jetzt schon sehr lang immer die gleichen, das stimmt. Das ist ein richtig guter Pro-Tipp, das stimmt. Völlig losgelöste Empfehlung mangels Trivia. Die letzten Glühwürmchen von Studio Ghibli. Der Film sorgt dafür, dass man einfach keine Kriegsfilme mehr sehen will. Den habe ich auch schon gesehen und wer da nicht da sitzt und tränzt wie ein kleiner Schulbub, ist ein empathieloses Arschloch. Ende des Gesprächs. Florian! Zuerst muss ich mir nachschauen, weil ich nur bis Mutternacht. Sieh's, muss einmal nachschauen, weil ich nur bis Mutternacht arbeiten der Fraute fuck me. Raute fuck me! Fuck me! Flo, merci dir. So, Schluss! Aus, pfui Teufel! Leute. Von ganzem Herzen Dankeschön. Vorab schon mal für die ganzen Donations und Mitgliedschaften und Resubs und weiß der Geier was. Das allergrößte Merci geht natürlich aus an alle, die sich ein Cap genehmigt haben. Ich hoffe, es passt euch. Let me know, wenn nicht. Dann werden wir uns schon irgendwas ausdenken. Wir spielen jetzt irgendein Spielchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute spielen wir mir This War of Mine. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht keine Ahnung, in welches Genre, dass man das einordnen müsste. Ich denke, Survival, Postapokalypse, ist aber 2D, schaut ein bisschen aus wie ein Plattformer, ist aber wahrscheinlich keiner und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was überhaupt los ist. Ich sag das, wie es ist. Und darum schalten wir jetzt einfach mal um und dann werfen wir uns jetzt da einfach mal rein, wie närrischer und schauen, was los ist. Oder? Here we are. So, das ist jetzt schon einmal die erste Frage. Ich habe das Spiel schon mal gestartet und kurz eingelurrt. Startet die klassischen Modi von This War of Mine. Und dann gibt's so, also ich habe die Complete Edition gekauft, die kostet glaube ich auf MMO, ja, das kostet 5 Euro oder so. Ich glaube auf Steam kostet es auf 10 Euro oder so. Es ist ja schon, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Was soll man da? Ich weiß ja nicht. Haben die klassischen Modi die, wo man anfängt, oder haben Stories, oder was macht man? Was machen wir? Ab in den Chat. Coinflip. Fuck, ich hab kein Coin da. Ich hab einfach kein Coin da. Cap sein heute käme merci dir. Niemand braucht sich bei mir bedanken, dass er Cap kriegt hat für diese Zeit hat. Ihr Zipfel Adams. Oben die Tür. Was für oben die Tür? Oh, oben die Tür. Du Vollidiot. Slout, Stories. Saufer, Links, Stories. Sein Muttermaus. Final Cut. Ja, super, das hilft mir nicht weiter. Das war jetzt so 50-50, Alter.
Alte 4 soll irgendwie gut gehen. Ach so. Der Padre wieder. Ich kenn's nicht. Da hat aber Story more. Ich bin ehrlich gesagt auch für Story. So, Stories, Geschichten, Stories, please, Stories. Ja, sehr gut, da haben wir schon überzeugt. Grüß Gott beieinander, da sind wir. Ja, da steht jetzt natürlich weiter, weil ich da heute schon mal auf Spiel starten drückt, ob es schon geht. Ich bin für die Tür. Von links nach rechts, ist es laut? Ja, ich weiß schon, ich weiß nicht, was soll ich machen. Musiklautstärke? Ist das besser? So? Ist okay? Besser? So? Besser. Anwenden. Anwendung anwenden. Zauberhaft. Timmy Boy, ich bedanke mich, wann ich will. Ich bedanke mich bei wem ich will. Und ich bedanke mich, wie oft ich will. Also, merci dir. So. Und dann die Song. Episode wählen. Dann haben wir 3 Stories. Deaktiviere alle Mods für die erste Erfahrung. Ich habe keine Mods installiert. Wir nehmen die ganz linke, keine Ahnung. Story namens Vaters Versprechen. We will see what happens. Oh, du wirst deinen aktuellen Fortschritt... Ja gut, bist du dir sicher? Jawohl. Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Breit ist! Mehr Herzal für den Bürger. Merci dir für den Resub. Schluss jetzt mit der Donate-Kacke. Tag 1. Ich weiß ja gar nicht... Also ich weiß natürlich, dass das ihr... Okay. Kann man einfach mal starten. Vielleicht erfahren wir es von selber. Keine Ahnung. Okay, here we are. Ich finde den Artstyle ganz geil. Muss ich sagen. Also Grafik ist natürlich, jetzt sag jetzt mal von objektmäßig, ist ein bisschen altbacken, um Gottes Willen, aber das ist ja völlig wurscht. Also ein bisschen was Cel-Shading-Grafik, aber der Artstyle ist ziemlich cool. Sehr düster, sehr abgefuckt. Da sind wir nun. Passiert jetzt da was? Kommt da ein Intro? Um was geht's? Was ist los? Ich komme mit keinem Stecken nicht raus. Oh, okay. Oh, haben wir schon gedacht. Sehr viel lesen. Adams Familie konnte nicht rechtzeitig aus der Stadt fliehen, aber der Belagerung zum Trotz haben sie sich irgendwie durchgeschlagen, bis Adams Frau eines Tages krank wurde. Ohne angemessene Medikamente starb Barbara. Nach dem Tod ihrer Mutter zog sich Amelia vollständig in sich zurück und sprach kein Wort mehr. Ich nehme an, Vater, Tochter. Eines Nachts erschütterte eine Explosion ihre Wohnung, aber zum Glück blieben sie unversehrt. Verzweifelt, seine Tochter zu retten, trug Adam Amelia zum anderen Flügel des Gebäudes. Ist es indirekt unsere Quest-Aufgabe, was wir da müssen, oder wie? Okay, werden wir schon herausfinden. Ne? Ah, okay, da sind wir. Geschickter Plünderer, traurig. Okay. Oh, warte mal. Oder? Ah ja. Es wird alles gut, Amelia. Hier sind wir sicher. Ich verspreche es. Ich muss vorlesen, es gibt keine Vertonung. Bitte ruh dich jetzt aus. Du musst wieder zu Kräften kommen. Amelia liegt im Bett drin. Es schaut ziemlich abgefuckt aus, die Bude. Wieder der Wissen interessieren, was passiert ist. Ich werde das Haus durchsuchen und sehen, was ich finden kann. Ah ja, das ist so ein bisschen die Erklärung. Und dann schon überall so Symbole, wo man irgendwas ansteigen kann. Wir werden sehen. Ich werde in der Nähe sein, hab keine Angst. Ich werde bald nach dir sehen. Ruh dich jetzt aus. Okay, also macht da vielleicht so ein bisschen den Anschein eines Tutorials. Wie bewegen wir uns? Gibt es Tastatur überhaupt irgendwie? Oder? Okay, da herum kann man Tag beenden. Unsere Sachen kann man irgendwie einen Tag pausieren? Nein. Das kann man... Okay. Also, was ist das für ein Symbol? Oh, das war rechtsklick, das wollte ich nicht. Was ist das, Kleine? Möchtest du malen? Okay, wir haben auf alle Fälle sofort in der Rolle eines besorgten Vaters. Mal sehen, ob ich ein paar Buntstifte für dich finden kann. Ja, Buntstifte für die Tochter, finden wir! Kann man das abbrechen irgendwie oder beschleunigen, weil der Tag... Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass wenn der Tag abgeht... Warum läuft jetzt da Amosen auf meiner Protzen? Jetzt rastet er gleich komplett aus, Kruzifix. So, jetzt schauen wir erst einmal rundum, was da überhaupt los ist. Rechtsklick, kann man so umeinander fahren, wunderschön, was ist das? Ah! Oh, das ist aber... Okay. Okay. Haben da Horror-Elemente im Spiel? Was ist das? Was ist da? Okay, das ist einfach der Benutzenbefehl. Man kann sich hinsetzen und ausruhen. Okay. Haben wir so unsere Sachen. Ein paar Gedanken. Zum Glück ist mein Unterschlupf ein Ort, wo ich eine Ruhepause vom Krieg einlegen kann. Okay, also offensichtlich ist unser Land invaded worden. Und es herrscht Krieg und jetzt sind die Dinge, wie sie sind. Ich habe einen Stuhl, doch ich könnte ja auch einen Sessel gebrauchen. Ich habe ein Bett und kann unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls ich krank oder verletzt werde, habe ich einen Ort zum Ausruhen. Ich habe ein Radio und höre es gerne. Mir fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte mir dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben gewährt mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten, aber ich fühle mich einsam. Uns fehlt es an Kaffee! Der ist wirklich scheiße wichtig. Ja? Mal kurz Bullshit in der Ernsthaftigkeit. Aber Kaffee ist fucking important. Mein Unterschlupf hat Löcher in den Wänden. Ich bin hier nicht sicher in der Nacht. Ziehen, um mehr zu sehen. Was?
kann da nichts ziehen. Okay. Sonst haben wir nichts, oder was? Unsere Sachen. Okay. Kuroma! Ich weiß nicht, was der 25er sagt. Ich weiß es nicht. Nach vielen, vielen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, Merci zu sagen. Zwar nicht immer live dabei, aber nachschauen ist ein Muss. Das ist zu viel und du weißt das, Kappe. Kuroma! Dankeschön! Merci, es ist 2 und du weißt das. Wenigstens weißt das. Egal. So, ja, wir suchen jetzt einmal durchs Haus durch, würde ich sagen, und schauen, ob wir Buntstifte finden. Das ist das Einzige, was ich... Aber wir schauen mal alles so. Auf dem Boot läuft währenddessen der Tag weiter? Nicht, oder? Hat sich da jetzt was da? Ist da jetzt 41 geworden, oder was heißt das da oben? Ich komm mir gar nicht klar! Jetzt hat es minus 30 Grad. Bist du besoffen oder da frieren wir alle? Auf dem Boden liegt... Also ich glaube nicht, dass die Uhr weiterläuft, währenddessen wir was lesen. Das ist mir wichtig, weil ich weiß ganz genau, dass solche Spiele meistens so konzipiert sind, dass du einen Zeitdruck hast. Und wenn wir mir den ganzen Tag bloß umeinander stehen und dann verreckt man mir schnell, wenn wir schauen können. So, auf dem Boden liegt ein Brief. Adam, obwohl es zwischen uns nie wirklich gut gelaufen ist, sind wir immer noch Brüder. Oh, wir haben einen Bruder. Du hattest zu viel Stolz, um nach der Zerstörung deines Hauses bei mir zu wohnen. Zeig wenigstens jetzt etwas Vernunft. Es treiben Gerüchte umher, dass bald ein humanitärer Korridor geöffnet werden soll und Leute mit Kindern werden priorisiert. Amelia ist unsere Chance, hier zu verschwinden. Willst du sie nicht retten? Was hat denn da sein Bruder damit zum tun? Scheißdreck, du Penner! Weiter. Ja, diesen Brief habe ich vollkommen vergessen. Mein verdammter Bruder. Gut, wir hassen meinen Bruder. Passt schon. Was? Ist schon ein bisschen laut. Ist Spur immer noch so laut, oder was? Okay, dann bin ich da nicht gehörgestellt. Ist immer noch zu laut, oder Bügel, du solltest Lektor werden. Warum soll ich nie Lektor werden? Mal, Alter, kriegen wir die Bombenschläge wegen leiser, machen wir Subwoofer, hupf durchs Wohnzimmer. Ich hab zwar eine Lautstärkeregel, so ist es nicht, aber ich werde dem nachkommen. Moment, stellen wir das auf 6, das ist okay. Wegen einem Sound brauchen wir schon, Kinder, so ist es nicht. Da, schalten wir ein Radio ein, was gibt da? Tag 1, Kaffee ist im belagerten... Kann ich den bedienen oder so? Nein. Okay. Kaffee ist in belagerten Pogoren ein immer selteneres Gut. Es wird erwartet, dass der Preis für Kaffee auf dem Schwarzmarkt steigt. Kaffee ist in belagerten... Was ist denn in belagerten Pogoren? Was ist das? Was ist Pogoren? Ich weiß nicht, was Pogoren ist. Ich weiß nicht. Mach's Radio aus. Da, was ist das? Eine Art Werkbank wahrscheinlich? Oh, okay. Oh, Crafting-System. Da schon. Benötigte Bestandteile. Was haben wir da? Schaut mir nach Schrott und Schrauben an und nach Holzbredel. 6 und 8. Und was man nicht alles bauen kann. Ein Bett, ein Stuhl, Heizgerät, Radio, Behelfsbrücke? Okay. Werkstätten, da kann man sich wahrscheinlich was zum Essen holen. Es ist halt schon große Survival-Elemente. Ja, ich verstehe. Verbrauchsgüter, was ist das? Selbstgemachter Filter zum einmaligen Gebrauch, um Regenwasser aufzubereiten oder Alkohol. Okay, scheint auch halbwegs bis sehr komplex zu sein. Okay, weiter geht's. Was haben wir da? Einfache Werkstätte, Verbesserung. Das heißt, ich kann... Okay, dann kann man die Werkstatt besser machen, kann besser die Sachen craften, wie es halt überall ist. Okay, schauen wir mal in den Schrank. Da ist ein Pfeil nach oben. Ist der da an der Wand dran oder sagt mir der, ich soll da hingehen? Das ist aber sehr flink da aufgesprungen. Was haben wir da? Ich habe jetzt einfach Durchsucht gelesen. Alles klar, herzlichen Glückwunsch. Unsere Sachen, Kräuter. Verschiedene Kräuter dienen der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabakzigaretten. Das ist mein Wieder. Wir nehmen jetzt einfach alles. Elektrische Teile und sauberes Wasser. Wir nehmen jetzt alles. Können wir so viel tragen, wie wir wollen. Bis jetzt sehe ich da noch keine Beschränkung oder sonst irgendwas. Das war komisch. Okay, Schrank, kann man da einfach umgehen? Springt er dann um, oder was? Okay. So, was haben wir da? Das ist ein Medizinschrank, da ist aber nichts drin. Da ist ein Kühlschrank, da ist aber auch nichts drin. Da haben wir einen Haufen Müll. Kann man den wegräumen, oder wie verstehe ich das? Oder durchsuchen, und dann kriegt man Schrott. Ah. Was haben wir da? Oh, was ist das? Ein Dietrich. Es ist für den einmaligen Gebrauch, knackt Schlösser, jedoch schnell und leise. Sehr gut, wir nehmen alle Bredel. Wunderbar. Ja gut, jetzt durchsuchen wir einfach mal. Ah, Doppelklick, kann man laufen. Ich verstehe. Schauen wir mal da aus, was da los ist. Dieser Ort eignet sich hervorragend für den Bau einer Befehlsbrücke.
Warum lese ich da eine Befehlsbrücke? Weil ich eben bloß den Anfangsbuchstaben und den letzten Buchstaben lese. Ich Trottel. Behelfsbrücke. Damit kann ich vielleicht mein altes Apartment erreichen. Möglicherweise kann man das ein oder andere nach dem Bombenangriff noch verwenden. Ich verstehe. Wir müssen jetzt da so viel Scheißdreck zusammengruschen, dass wir ins nächste Gebäude kommen. Progress, Kinder. Da können wir auch schon einen Dietrich benutzen. Sehe ich gerade? Ja, es ist quasi so ein bisschen ein Tutorial ohne Tutorial. Eine verschlossene Tür. Vielleicht finden sich auf der anderen Seite Lebensmittel oder Medikamente. Halte durch, Amelia. Sehr schön. Da geht dann auch ein Leute auf. Schauen wir mal, was da im Schrotthaufen drin liegt. Das ist die Stadt. Also ist das der quer dann die ganze Stadt, Haus neben Haus? Auch interessantes Konzept. Wüsste jetzt nicht, wo ich das schon mit einem anderen Spiel gesehen habe. So, dann können wir noch mal auf. Ich sehe gar noch nix irgendwie von. Warte mal. Na, wenn ich da drauf drücke, dann. Na. Ah, die gute alte Leertaste ist die kleine Schwester von Pausiertaste. Sehr gut. Ich sehe keine Stats, also keine persönlichen Attribute oder so, dass wir mir irgendwie miert werden oder was auch immer. Da gibt es anscheinend nichts. Also man kann nicht irgendwie sonderbarerweise irgendwie irgendwas finden. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe jedoch etwas, um damit fertig zu werden. Was haben wir denn, um damit fertig zu werden? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah, nochmal ein Dietrich und ein Haufen Wasser und Holzbredel. Aus dem können wir Zeug craften. Natürlich machen wir mir das Schrankerl auf. Ich meine, mir geht so ein bisschen der Kontext ab, wo zur Hölle sind wir da? Ist das unser Haus? Warum durchsucht man mir unser Haus? Wieso brauche ich in unserem Haus einen Dietrich? Was haben wir da? Sonstiges? Buch. Ein gutes Buch hebt die Stimmung. Stimmung. Und was zum Essen und Wasser. Okay, ja, hat sich schon rendiert. Endlich etwas zu essen. Jetzt kann ich Amelia etwas zu essen machen. Okay. Das kriegen wir hin. Ach, wandert das automatisch jetzt da unten in den Dingen oder habe ich das dabei? Unsere Sachen? Nein, ich hab's noch dabei, aber es zeigt mir wahrscheinlich auch, dass wir es irgendwo im Inventar haben. Was ist da damit? Ah, okay, man kann Türen wieder zumachen. Mit Sicherheit auch irgendwann nützlich. Jetzt gehen wir mal noch oben oder machen wir hier was zum Essen? Machen wir hier mal was zum Essen. Ich finde krass, dass er da oben springen kann und ohne Treppen das nächste Stockwerk erreicht. Das ist ein bisschen seltsam. Gehen wir hier. Ja, die kriegt ein Stückchen Fleisch. Gib ihr ein Stückchen Fleisch. Schau mal, Mäuschen, ich habe etwas zu essen gefunden. Müssen wir das vielleicht vorher kochen oder so? Schopp mir ein, Leffi. Ich weiß, du bist krank und möchtest nichts essen, aber du musst essen, um zu Kräften zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe gar keinen Bock mehr. Gott, ich weiß halt jetzt schon, wie die Geschichte ausgeht, Alter. Ich riech's bis daher. Ja, braves Mädchen. Iss alles auf. Du wirst dich bald besser fühlen. Okay. Dauert es ein wenig lang, muss ich sagen, aber ist ja okay. Geduld. Geduld. Haben wir schon wieder da. So, das haben wir erledigt. Jetzt ist die Frage... Jetzt gehen wir einfach mal oben und looten wir das restliche Zeug. Vielleicht finden wir irgendwo Stifterl, vielleicht erheitert es das. Wir werden sehen. Schauen wir da mal. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob wir laufen oder nicht. Aber noch keinen Geräuschpegel oder so gesehen. Da können wir mit Sicherheit später dann Gegner. Jawohl. Nehmen wir alles mit. Was ist da? Guck mal da rausgehen. Okay, nein, das tun wir jetzt nicht. Was der Teufel, was dann passiert, da gehen wir jetzt nicht raus. Schauen wir mal da. Gehen wir mal zuerst mal ganz oben. Oh, ist eine Waschmaschine! Was ist in der Waschmaschine drin? Wir durchsuchen die ganze Gaudi. Was haben wir da? Auch wieder Elektroteile. Also haben wir die Waschmaschine bloß ausgeschlacht. Oh. Okay. The fuck is now? Ich kann Amelia nicht allein lassen. Was ist, wenn jemand in unseren Unterschlupf reinkommt? Ich muss sie beschützen. Okay. Was bedeutet das? Jetzt Moment einmal. Da ist unser... Ah, okay, das ist so... Map! Plündern, Wache stehen... Ah, oh, okay. Das heißt... Jetzt Moment einmal, die Nacht planen. Geschickter Plünderer. Wir können nicht schlafen, wir können nicht im Bett schlafen, weil wir keins haben. Wache stehen.
zerstörter Apartmentblock. Ein paar meiner guten Freunde haben in dieser Nachbarschaft gewohnt. Es ist ein großes Gebäude. Möglicherweise finde ich dort Lebensmittel oder andere nützliche Vorräte. Kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Ich verstehe. Und Bruders Haus? Das Haus meines Bruders. Wann habe ich ihn dort das letzte Mal besucht? Ich kann mich nicht erinnern. Und es ist mir egal. Wenn ich ihn nie wieder sehe, wäre das zu früh. Etwas mal... Ah, und dann steht dort, was man da finden kann. Das heißt also, über die Nacht kann ich so ein... Weiß ich nicht, ob man das selber spielt. Und dann gibt es noch einen Flughafen. Kann wegen Kämpfen dort nicht hingelangen. Okay. Das wird sich dann erst Stickerl für Stickerl freischalten. Und er hat auch ziemlich klar gesagt, wir müssen da bleiben. Also werden wir Wache stehen. Verstehe. Oh, das kann man nicht vorbereiten. Okay, beim Vorbereiten wird man wahrscheinlich dann das Inventar aufpassen können, nehme ich mal schwer an. Und dann werden wir auf Bleiben und Wache stehen. Das darf ich jetzt einfach mal intuitiv so machen. Und dann können wahrscheinlich Random Events über Nacht passieren. Jetzt ist Tag 2. Diese Nacht war ruhig. Diese Nacht war ruhig. Wenn wir das Echo von Schüssen in der Entfernung ignorieren, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Sehr gut. So, also was... Nein, nicht. Was tut denn jetzt? Was tut denn jetzt? Ich kann nichts mehr tun. Ach, geht er wieder automatisch zu sein. Nein, das wollte ich nicht! Du denn? Irgendjemand? Bitte. Jemand muss mir antworten. Okay. Sounds schaut mich noch am Event oder einfach so passiert. Meine Tochter ist sehr krank. Wir brauchen Bandagen und Medikamente. Was ist schon wieder? Ich kann noch nichts tun. Okay. Ja, gehen wir wieder oben. Gehen wir wieder oben. Ich möchte wissen, was da drin ist und was der Erdhaufen bedeutet. Den werden wir wahrscheinlich wegmachen können, nehme ich an. Wir werden sehen. Oh! Ja! Und schon macht der Zeitdruck Sinn. Wenn ich doch nur eine Art Schaufel hätte. Wollen wir gleich mal schauen, ob man sie eine craften kann. Bleibt der Start? Oh ja, der bleibt so. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir craften können. Wir haben einen Haufen Zeug gefunden. Da ist nämlich auch noch so ein Erdhaufen. Und um da zum kommen, brauchen wir diese Brücke. Okay. So, jetzt passen wir Obacht. Was brauchen wir für das Ding? Also Schrauben haben wir 25 von... Wir haben 7 Schraubenteile. Da haben wir... Hä? Okay, Orange heißt gut. Warum kann ich die jetzt nicht herstellen? Warum kann ich die nicht herstellen? Also Orange heißt wahrscheinlich gut. Eine Behelfsbrücke wird hergestellt. Dauert 3 Stunden. Brauchen haben. Du brauchst 25, hast 10. Oh! Es ist einfach andersrum. Ja, okay. Ja, gut. Wie soll ich dann jemals aus dem Loch rauskommen? Metallwerkstätte. Stuhl haben wir schon. Sollen wir ein Bett bauen? Ich weiß auch nicht! Müssen wir ein Bett bauen. Sag ich dir, was ist? Damit wir, wenn wir wach sind, zumindest, wie soll ich sagen? Oh. Oh! Okay, das kann man da einfach da so herbauen, oder was? Das bauen wir direkt neben der Tochter. Das bauen wir direkt neben der Kleine. Kann man es da überhaupt hin? Das bauen wir direkt hinter den Stuhl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man... Was? Also komm, ist das... Also gibt es nur den einen Platz, wo ich das bauen kann. Naja, gut. Bau mal! Bau! Er ist hungrig, traurig und müde. Okay. Vielleicht müssen wir auch einfach einmal anstatt Wache halten, vielleicht müssen wir einfach mal betten, dass nichts passiert und im Bett schlafen. Und was essen. Ja, auch noch gelbe Rüben. Gelbe Rüben und Tomaten. Und dann gehen wir oben und nehmen den Erdhaufen weg. Es ist ist jemand an der Tür? Okay. Bett können wir später fertig bauen. Das ist ein guter. Oder das bin ich. Offensichtlich bin ich an der Tür. Wissen Sie, wie viel... Na, nicht aufmachen! Mach wieder zu. Okay, tschüss! Okay, jetzt passen wir Obacht. Können wir den jetzt so anfangen, oder was? Meine Tochter ist sehr krank. Ich brauche Medikamente. Oh. Du bist der Typ aus dem Radio. Die hören mich tatsächlich. Okay. Ja, es ist... ja. Hast du Medikamente? Medikamente sind schwer zu kriegen, mein Freund. Das dachte ich mir.
Vertonung war schon geil. Muss man sagen. Ich bitte dich. Siehst alles, was ich habe. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber ich kann nichts versprechen. Auf dem Weg hierher wurde ich beinahe erschossen. Super. Der Devil Driver Mike, ich verstehe immer noch nicht, was zum Tor ist. Ich glaube, stink einfach überleben. Und dabei passiert eine Geschichte wie das da. So wahrscheinlich geskriptete Events. Nehme ich an. Es ist ja der Story-driven Spui höchstwahrscheinlich. Was ist jetzt mit dem? Ich wollte traden, du Penner! Okay. Okay. Na gut, dann bauen wir das Bett fertig. Bauen wir das Bett fertig und von Nacht 2 auf 3 werden wir mal im Bett schlafen. Dann essen wir was. Los geht's. Nein, halt, stopp! Kann ich nicht. Oder muss ich da zum Kühlschrank gehen, oder was? Jetzt essen wir mal was. Die sind besser als gar nichts, denke ich. Okay. Jetzt nehmen wir den Erdhaufen da unten weg. Ich meine, da ist ein Schrank und ein Schrotthaufen. Vielleicht finden wir da das Zeug, das wir für die Brücke brauchen. Und wenn nicht, dann machen wir die nächsten Tage die 2 Erdhaufen da weg. Was ist denn da wieder? Heißt, das ist zugenagelt. Das heißt, ich brauche die Brücke da oben. Vielleicht findet man da drin aber auch eine Schaufel und es geht schneller, wie wir sehen. Beste Deutsch-Synchro ever. Hey, gib mir Mühe. Ja? Hashtag, er war stets bemüht und ich bin immer noch hungrig, ja. hab's grad bemerkt. Ja gut, da wird jetzt nicht recht viel passieren und ich glaube, man kann die Zeit nicht schneller ablaufen lassen. Hab ich das Gefühl. Das ist halt einmal ein thematisches Spiel in einem Kriegsszenario. Ja, um Gottes Willen, das war jetzt nicht negativ, keine negative Bewertung, was ich gerade gesagt habe. Aber jetzt, da müssen wir durch, da müssen wir jetzt zuschauen, wie wir den Erdhaufen wegräumen. Ich meine, es geht auch nicht von jetzt auf gleich. Rauchen wir halt dabei. Also, während meiner Aktion kann ich den Tag beenden, schreibt der Zero Benz. Und dann ist die Aktion, die ich gerade mache, abgeschlossen. Aber dann ist halt auch der Tag vorbei und ich darf gern jede Minute des Tages nutzen, um irgendwas zu tun. Sehr schön. So, dass wir an Tag 2 den Erdhaufen noch plündern. Und den Schrank und schauen, was drin ist. Ja, nur Dietrich, mehr Bredel. Sehr gut. Mehr Bredel, mehr gut. Und was da drin? Oh! Ein flauschiger Spielzeughund für Kinder. Sieht ziemlich neu aus. Amelia hat Hunde schon immer geliebt. Sie wird sich bestimmt darüber freuen. Und was da? Schmuck. Ein Schmuckstück. Wertvoller Tauschgegenstand. Vielleicht können wir mit dem unsere Medikamente kaufen von dem anderen. Who knows? Hat sich orientiert. Sehr gut. Na, sieh einer an, ein Plüschtier. Und es sieht so gut wie neu aus. Das wird Amelia glücklich machen. Los geht's! Bring mir ja gleich. Mehr gibt's jetzt da nicht zum Tor. Und dann machen wir uns, ja, an den Erdhaufen da. Das ist jetzt, ich glaube, wir haben noch ziemlich weit entfernt von... Wo ist das schon? Jetzt kommt die auch wieder! Du Zipfel, Adam! Hey, ich habe deine Medikamente dabei, lass uns an. Ja! Sieh mal her, Kleine, was gibt was? Ich muss jetzt den Flaschi-Hund... Oh, der ist sogar mit Objekt schon hier. Schönes... Mit Liebe zu Detail. Ja, oder ein kleiner... Wie wäre es denn, wenn du dich um ihn kümmerst, während Papa sich um dich kümmert? Das ist eine richtig gute Idee. Rüber, Flo. Merci für den Resub. Flo, zurück. Merci dir. So, jetzt gehen wir da oben. Schneller, bevor der wieder geht. Nicht, dass der... Oh, der Tag ist auch gleich gut. Der muss ja in der Nacht wieder zurück, der arme Teufel. Dem geben wir jetzt den Diamanten und wir kriegen Medikamente. Es hat mich alles gekostet, aber ich habe die Medikamente, die du wolltest. Das ist doch ein Trap. It's a Trap! Lass uns handeln. Okay, was willst du? Wo sind jetzt da die Medikamente, die ich brauche? Was ist das? Medikamente. Sie schmecken fürchterlich. Doch wenn du krank wirst, können sie dir das Leben retten. Was ist das da? Kräutermedizin. Einfache Medikamente auf Kräuterbasis. Manchmal helfen sie, manchmal nicht. Sie sind besser als gar nichts. Das ist aber nicht billig. Zeigen Sie mir, womit Sie handeln möchten. Was haben wir da noch? Was ist das? Hanf. Na, Tabak. Ja, da kann man Kippen rein. Nice one. Was ist das da? Fertige Zigaretten. Was kann man... Oh, Waffen. Das ist wahrscheinlich Munition. Für Schusswaffen. Schaut nach Pistole. Schaut nach 9 mm aus.
Liebe Österreicher, liebe Lieblingsnachbarn, ich habe gar lauter Waffennarrische. Bitte korrigieren Sie mich. Das ist eine 9mm Patrone, ich habe keine Ahnung. Materialien, was ist das da? Zucker brauchen wir nicht. Ja gut, jetzt nehmen wir einfach mal. Jetzt nehmen wir einfach mal das. Na. So. Und so. Und dann gehen wir das. Das ist wohl ein Scherz, das ist nicht genug. Du Penner! Müssen wir mal das Bier hier geben. Ja, was möchte er noch? Vielleicht müssen wir mal so machen. Das reicht nicht, versuchen Sie es nochmal. Das ist ein Wahnsinn, wie teuer das die Scheiße ist. Bist du bescheuert? Und die gute Medizin, die ist wahrscheinlich schweinsteuer. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir dem dann geben. Geben wir mal Wasser. Ah, wird besser. Ach, Alter. So. Wie viel Bredel ist da deine Tochter wert? Was soll ich machen? Ja, anders wird's nicht gehen, oder? Hau ihn über den Haufen und dann looten. Ich hab ja nicht. Wenn ich eine Schaufel hätte, hätte ich ihm schon eins gepaddelt. Und ich gebe ihm nicht mein ganzes Wasser. Haben wir morgen tot wahrscheinlich. Oh, machen wir so. Da gebe ich ihm lieber nur einen Schrott mit. Ja, nur Bredel. Nur ein Schrott. Ja, komm, Alter. Ja, oder so halt dann. Oder warte mal, tu mich das weg, nur ein Bredel dazu. Ja. Ja, die werden nicht anders helfen. Waffe kaufen und über den Haufen schießen. Das werden wir schon noch hin. Hoffentlich kommen wir so weit. Keine Ahnung. Ja, wir kaufen jetzt die gute Medizin für die Kleine. Das hilft nicht, was soll ich machen? Wir wissen das. Es war geil, wenn da Zahlenwerte dort steht, aber so ist es eigentlich auch recht immersiv, weil was hat ein Buch für einen Wert, wenn der Krieg ausbricht? Was weiß ich denn? So viel, wie es der Wert ist. Dann haben wir eins. Ah ja. Ja, das Buch ist vielleicht gar nicht schlecht für die Stimmung für uns selber. Da gebe ich ihm lieber noch mehr Wasser. Sag ich dir, was ist Handeln. Brauchen Sie sonst noch etwas? Schau, erst lang gewinnst du Trottel, bevor ich dich abstich. Hoffentlich werden mich die Scharfschützen nicht sehen. Hoffentlich schon. Dann loot ich deine Leichen, wenn es finster ist aber erst. So, jetzt gehen wir zur Kleinen. Schauen wir mal, ob wir das heute noch schaffen, bevor der Tag beendet ist. Ah, da fängt da so eine kleine Uhr zum Ticken an. Die her jetzt natürlich nicht mehr gescheit, weil wir einen Sound gepasst haben. Da können wir schon. So, aber das schaffen wir noch. Herzchen, ich habe Medikamente mitgebracht. Jetzt wird alles gut. Ja, es ist ein interessantes Spielkonzept bis jetzt. Aber Fake kann ich noch nicht sagen. Ich bin gespannt, wenn einmal ein bisschen Action-Sachen kommen. Das Fieber wird bald sinken. Ich verspreche es. So, ich hoffe, das hat es jetzt noch gefressen. Ich sag das, wie es ist. Wieso kann ich jetzt nicht im Bett schlafen? Wieso kann ich jetzt nicht im Bett schlafen? Dann müssen wir plündern gehen. Habe ich das Bett schon fertig gebaut? Gehen wir zu, ich sag das, wie es ist, gehen wir zu. Ich tu jetzt plündern. Ich kann Amelia nicht allein lassen. Was ist, wenn jemand in unseren Unterschlupf reinkommt? Ich muss sie beschützen. Okay, wir können nicht plündern. Dann müssen wir Wache stehen. Wir können nichts anderes machen aktuell. Okay. Klick auf dein Haus, das ist ausgegraut. Da habe ich nicht draufklicken können. Die Nacht war ruhig. Die Nacht war ruhig. Wenn wir das Echo von Schüssen in der Entfernung ignorieren, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Okay. Wir haben hungrig, wir haben sehr müde. So, jetzt gehen wir mal ins Bett. Was tut denn jetzt wieder? Tut wieder Radiofunken, das macht er automatisch. Hallo! Kann mich jemand hören? Meine Tochter ist krank. Du hast ihr doch gerade wenn jetzt das nicht gegangen ist, dass wir ihre Medikamente geben, dann flippe ich voll aus, gell? Ich brauche Hilfe. Bitte antworte. Irgendjemand. Okay, hat er wieder aufgelegt. Jetzt gehen wir mal zur Tochter hier auf das da. Das ist so, ja, ich darf jetzt sagen, das ist ein Betätscheln-Symbol, ein Kümmern-Symbol. Mach dir keine Sorgen, Mäuschen. Deine Freunde sind sicher alle in Ordnung. Auf das Beutel vom Mädchen, du meinst das da unten. Sehr hungrig, schwer krank. Ist schlecht.
Du wirst sie wiedersehen, sobald die Kämpfe vorüber sind. Ich hab das Gefühl, dass die Kämpfe nicht vorübergehen. Okay. Oh, da kommt wieder jemand. Oh, der schaut besser aus. Adam, wir müssen... Oh, das ist unser Bruder, hä? Verdammte Axt. Adam, wir müssen reden. Ja, währenddessen er eigentlich da... Was tut denn er? Jagen sie dir an den Sack. Oh, dem geht's nicht gut. Adam, bitte hör mich an! Ja, wenn's sein muss. Garantiert sein Bruder. Nicht du schon wieder, ich habe es dir schon gesagt! Können wir reden, Bruder? Manninger, merci, lese gleich. Nicht du schon wieder! Ich habe es dir schon gesagt! Adam, schnapp dir Amelia und lass uns abhauen. Sie ist unsere Karte aus diesem Schlamassel. Kann man das irgendwie beschleunigen oder so? Der humanitäre Korridor, von dem ich dir erzähle. Wir haben Glück! Eltern mit Kindern haben Vorrang. Rechtsklick geht schneller. Sie ist nicht deine verdammte Karte. Sie ist meine Tochter. Genau das, was ich schon gesagt habe. Und sie kann das in ihrem momentanen Zustand unmöglich überleben. Ich müsste sie tragen und häufig Pausen einlegen. Sie würden uns umbringen, bevor wir davon kämen. Pessimistisch wie eh und je. Sie wird es sicher schaffen. Und sie ist unsere einzige Chance, aus dieser Hölle zu entkommen. Hörst du dir überhaupt zu? Ist dir ihr Leben dann egal? Ich will uns hier nur rausbringen, verdammt. Willst du nicht auch hier raus und dass Amelie in Sicherheit ist? Wenn du Angst hast, kann ich sie nehmen. Du kannst mir am Arsch lecken, du Trottel. Jetzt hör mir gut zu. Wenn du sie berührst, bist du tot. Klare Ansage. Ich will dich hier nie wiedersehen! Scheiß Langwitz, du fetter Trottel! Okay. Gut. Das hat uns keinen Stecker weitergebracht. Wir haben eigentlich nichts zum Tor. Wir kommen nirgendwo irgendwo weiter hin. Wir haben einen Haufen Matz verloren. Dann gehen wir Dreck schaufeln. Was anderes können wir nicht tun. Und solange sie krank ist, vielleicht finden wir da irgendwas drin, aber wir können diese Brücke auch nicht craften. Das beunruhigt mich ein bisschen, muss ich sagen. Wenn ich doch nur eine Art Schaufel hätte. Ja, ich seh keine Schaufel. Da hängt einer aus dem Fenster schon hin. Da hängt einfach einer aus dem Fenster. Okay. Geht's links nicht weiter? Das werden wir dann einmal noch testen. Schaut mir jetzt nicht so, als dass es da weiterging. Weiß ich nicht. Oder es ist der Ausgang in die Map. Wo man dann bei Tag plündern kann vielleicht. Was aber halt auch dumm ist, weil am Tag jetzt Kämpfe stattfinden, höchstwahrscheinlich. Wenn da immer, man hört ja und glaubt man sieht's auch. Ja, bang, 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 bang. Und da immer wieder MG-Feuer in die Luft und so. Also das war wahrscheinlich extrem dumm, am Tag da aussitzen gehen und sich zum schießen lassen. Denk auch ans Schlafen, sonst wird's nicht besser. Okay, ja, stimmt. Also wenn ich am Tag schlafe, dann feiert nichts, oder was? Na gut, weil Plünderer wenn kommen oder so. Am Tag natürlich auch nicht umeinander haben. Ja, okay, verstehe schon. Gut, dann müssen wir ins Bett gehen. Erdhaufen weg. Schrott looten. Schlafi. Metallwerkstätte ist gleich Schaufel. Kann's sein. Aber wir haben nicht recht viele Ressourcen. Und jetzt noch viel weniger wie vorher. Hungrig, sehr müde. Oh ja. Was ist orientiert? War Wasser drin. So, jetzt gehen wir ins Bett. Ab ins Bett. Vielleicht können wir sogar noch zum Einschlafen ein gutes Buch lesen. Dann sind wir ein bisschen... Er ist auf alle Fälle nicht mehr traurig, der Adam. Das ist schon mal... Jetzt ist nicht die Zeit zu schlafen. Ja, wann denn dann, guter Mann? Ja, jetzt weiß ich halt nicht mehr, was wir da sind. Den zweiten Erdhaufen... Weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal, was wir craften können. Schauen wir mal. Da haben wir nichts mehr zu messen. Ja, nichts können wir mehr craften. Wir haben halt keine Mats mehr. Die haben den ganzen Bredel hergegeben für die Medizin. Was kann man da draus bauen? Benötigte Bestandteile. Filter. Gebrauch Regenwasser. Brennstoff. Ja, kann man aus alles Möglichen bauen. Ja, gut. Macht keinen Sinn, brauchen wir nicht. Es hat übrigens 18 Grad und nicht minus. Ja, Fahrenheit wird zur Hölle. Machten das mit Fahrenheit. Ja, wir haben sonst nichts zum Tun. Wir haben auch nichts mehr zum Essen. Unsere Sachen. Was ist das da? Kräuter. Verschiedene Kräuter dienen der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabak. Was zum Trinken? Wir haben auch nichts mehr zum Essen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir da sind. Kann man mit dem Radio irgendwas anfangen? Kaffee ist im belagerten Pogoren. Ist vielleicht der Ortsteil. Ein Name. Okay, wenn ich brauche. Gut, dann machen wir den restlichen Erdhaufen weg. Wir können sonst nichts machen. Erstmal Werkbank machen, sobald es geht. Es wäre schon gegangen,
aber ich hab ja Medizin für einen Haufen Materialien getradet. Gehandelt. Na, aber schauen wir mal. Es kämen ja immer wieder so random Events. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann irgendwas passiert. Oder es kommt nochmal jemand oder wie auch immer. Beim Radio kannst du den Kanal umstellen. Das ist, ich hab noch nicht gesehen, wo. Werden wir gleich noch mal testen. Gut, was bringt uns jetzt den Haufen da wegzumachen? Wahrscheinlich nichts, aber das ist das letzte interaktive Objekt, mit dem wir noch was anfangen können. Außer nochmal unsere Tochter antatschen. Das war jetzt vielleicht der etwas falsch gewählte Begriff. Aber gut, lassen wir laufen. Ich glaube, wir kriegen einen Erdhaufen fertig, bevor der Tag abläuft. Ja, es ist ein sehr interessantes Spielkonzept. Jetzt je nachdem, was passiert, ich bin gespannt. Die super teurige Medizin hat aber anscheinend nicht viel gebraucht. Ja, schau mal. Gut, ist ja nicht so, du stopfst Medizin ins Maul und du bist 5 Minuten später wieder gesund. Vielleicht dauert es ein paar Tage, vielleicht am nächsten Tag, wer weiß. Aber wir haben jetzt beide sehr hungrig und das macht es halt auch nicht besser. Wir haben nichts mehr zum Essen. So, jetzt schauen wir mal das da an. Was ist jetzt mit dem? Was ist mit dem? Also kann ich... Ach, wir haben ihn nicht ausgewählt. Okay, jetzt dann. Die Tür ist mit Brettern zugenagelt. Ja, gut. Dann... Da schiebt man die Klo an. Dann können wir den nochmal ein bisschen in den Schlaf wiegen. Schauen wir mal. Was ist das, Kleine? Möchtest du malen? Ja, haben wir schon gehabt. Diesen Dialog hatten wir schon. Jetzt ist der Tag gleich vorbei. Schauen wir mal, ob irgendwas passiert. Keine Ahnung. Also Buntstifte haben wir keine gefunden. Die Nacht. Tja, wir können immer noch nichts machen, nehme ich an. Vorbereiten? Na, wach ist nicht. Hey, können wir mal irgendwann schlafen? Das ist ein Wahnsinn. Oh, Lancy, Achtung. Oh, Manninger, die habe ich übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Du kannst die hungern lassen. Erst nach 3 Tagen werden sie sehr hungrig, nach 5 sind sie am Verhungern. Nur alle 2 Tage essen reicht also locker. Das ist eine Information, die ich hätte mal... weißt du das? Haben wir aber nur eine gute Information. Achtung, lore-bedingt. Lancy Lou, Dankeschön. The city of Pogoren, Grasnavia, is the fictional geographic location of the conflict that your survivors are stranded in this war of mine. Also es ist ein fiktiver Ort in Grasnavia, wo wir da sind. Okay. Das ist gleich neben Wischnoche. Richtig. Ich glaube, Wischnoche ist, glaube ich, da herum. 1337 Kilometer Nord-Nordwest. Halt, stopp, das ist Nordwest. Nie ohne Seife waschen. Weißt du, das was ist? Ja, Wache stehen, mehr können wir nicht mehr. Das ist schon zack. Also, gell, weißt du, schon zack, wir haben an Tag 4 und nichts passiert. Nein, nicht wirklich, oder? Etwas Furchtbares ist passiert. Amelia. Es hat seine Spuren hinterlassen, tagelang ohne Pause über Amelia zu wachen. Adam hat vor Erschöpfung das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass das Bett leer war. Von Amelia gab es keine Spur! Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es gestorben ist über Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie ist einfach fort. Okay, und wir sind mal wieder fit. Das habe ich gemeint mit den Events, die passieren. Okay, jetzt haben wir da, haben wir wenigstens einmal geschlafen. Wir haben deprimiert, aber entschlossen. Sind wir müde und hungrig. Amelia, wo bist du? Ich muss vorher schöpfen, dass mein Bewusstsein verloren haben. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, ich hab's nicht schnell genug gelesen. Was ist hier passiert? Haben sie es gestohlen? War jemand da? Haben wieder nicht zugesperrt. Da liegt der Pflanzen am Mund. Mein Bruder musste ich mitgenommen haben, ich werde ihn umbringen. Jetzt fängt's an, Sinn zu machen. Ja, ist schon ganz nett. Ist schon ganz nett. Haben wir schon drin. Haben wir schon drin, auch. So. Jetzt schauen wir da mal, was passiert, wenn wir da... Keine Anzeichen eines Kampfes. Sie kannte die Person, die sie umgebracht hat. Spoiler Alert? Okay. Was soll ich jetzt machen? Ah, oh, ja, man kann jetzt da so... Ah, okay. Man hat jetzt da überall so Spurendinge. Naja, noch wissen wir nicht, ob es umgebracht worden ist. Es ist sehr legit auf alle Fälle, dass sein Bruder gekommen ist und nimmt es mit, damit er da durch kann. Errungenschaft freigeschaltet. Tagebuch. Spuren von Leben. Fußspuren eines erwachsenen Mannes. Mein Bruder hat das wirklich getan. Ich muss ihm einen Besuch abstatten.
Jetzt ist sie. Und jetzt ist da ein Ausgangssymbol dort. Aber es ist ja Tag, das ist ja dumm. Haben wir schon fort. Okay, bye! Okay. Jetzt ist Nacht und jetzt halt ab zum Brudershaus. Suche nach Amelia. Mehr können wir eh nicht mehr. Vorbereiten. Jetzt bin ich gespannt, was wir da tun. Okay. Also man kann jetzt da Equipment mitnehmen. Ich gehe jetzt einmal schwer davon aus, ich habe noch nicht ganz verstanden, für was das Wasser ist. Ich habe noch nirgendwo gesehen, dass man, oder es ist schon sauberes Wasser, ein wenig relativ sauberes Wasser. Du wirst es benötigen, um eine gute Mahlzeit zuzubereiten oder Alkohol herzustellen. Okay, ist auf alle Fälle ein Crafting Material, ist er in der Kategorie Crafting Material. Sonstiges, wir nehmen auf alle Fälle mal einen Dietrich mit. Wer weiß, kann man vielleicht, das andere Gebäude schaut mit Sicherheit genauso aus, bloß dass wir uns da drin bewegen können. Und die Kräuter brauchen wir eigentlich auch nicht, nehme ich an. Jetzt nimmt es an Fahrt auf, jetzt bin ich gespannt. Suche nach Amelia. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Let's have a look. Okay. Es sieht verlassen aus, aber ich sehe besser gründlich nach. Amelia ist vielleicht immer noch hier. Okay, kann ich mir das vorher anschauen? Man sieht. Ja, jetzt habe ich es. Haben wir es schon. Gehen wir schleichen und so. Dann kommen wir jetzt zu dir. Ja, es gibt einen Sichtkegel, wie es den Sichtkegel ja immer gibt. Da nach unten, das ist ein Lorter, das ist okay. Und da kann man wahrscheinlich erstmal durch dir durchschauen. Dann sieht man ein bisschen was. Je länger das man schaut, da ist nichts, der Fernseher ist da. Da bewegt sich was. Was ist das? Ein Ratz. Okay. Okay, wir gehen erst oben. Erst in den Keller. Wenn wir aus Horrorspielen gelernt haben, erst in den Keller. Schauen wir, was da los ist. Da kann man Sachen machen. Ja, und da ist das jetzt, okay. Macht sofort alles Sinn. Haufen Bredel, klau mir am alle. Arschloch, verschlossen. Hier bewahrt mein Bruder seine Waffe auf. Er trägt den Schlüssel wahrscheinlich bei sich. Okay. Da springt was umeinander. Was ist das da? Nur kein Gaudi machen. Was ist das? Die Tür ist vergittert. Ich könnte jedoch mit Hilfe eines Sägeblatts durchkommen. Okay. Okay, nicht sprinten. Da geht so ein Ring außen rundum und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn da andere Personen dann irgendwann sind, die hören die dann und kämen. Munitionsanzeige gleich 0. Aber wir machen jetzt trotzdem einmal. Wir spähen nochmal. Wir spähen das Schlüsselloch durch. Schauen wir ganz durch. Da ist nirgendwo irgendwas. Außer die kleine Ratz. Das ist übrigens ein sehr schönes Game Design. Dass der das halt. Das zeigt so und es ist aber noch keine Bedrohung. So. Sehr schönes Game Design kannst du sagen. Ist jemand zu Hause? Bruder! Machen wir im Fernseher aus, der macht mich total narrisch. Das ist Ratz! Was ist denn das eigentlich für ein Ratz? Das ist voll lang. Nichts, das sich lohnen würde mitzunehmen. Kühlschrank. Kühlschrank ist gut. Kühlschrank ist nur, wir plündern mal alles, was da ist. Alles klauen wir dem. Okay, Sachen aufmachen macht ein Geräusch. Aber nicht viel. Eine in den Schrank. Ja genau, da geht aber so ein kleines Ding weg. Jawohl, wir nehmen alles mit. Haben wir schon gleich voll. Schauen wir mal da hinten raus. Brennt's. Da ist ein Steg und der Flur. Es ist schon geil gemacht, kannst du sagen, was du magst. Das ist eine coole Idee. Sehr coole Idee. Jetzt gehen wir mal da raus. Vielleicht gibt es am Brunnen da irgendwas zum... ja, man sieht Aktionen, sieht man erst, wenn man die Tür dann aufmacht. Durch Schlüsselloch sieht man nichts. Jawohl, mehr Crafting-Mods können wir brauchen. Ja, jetzt, wo wir plündern können, macht es natürlich auch alles Sinn mit dem Crafting und den ganzen Schmarre. Und jetzt können wir dann wahrscheinlich auch... Amelia, bist du da? Erst looten, dann suchen. Okay. Der Bruder hat einen Haufen Schund daheim. Der Huren der Fotzengrube. Alter! Was ist das? Waffenteile. Ich kann nicht alles nehmen. Okay. Was ist das? Selbstgezogener Tabak, Drehtabak, Zigarette. Ich weiß nicht, bringt uns die was? Also, wir nehmen auf alle Fälle immer die Waffenteile mit, die sind mit Sicherheit wertvoll. Wir nehmen, was ist das da? Düngemittel, Biomüll, den wir als Düngemittel in unserem Garten zum Anbau von... man kann Farming betreiben, okay. Zigaretten haben mit Sicherheit schweineteuer zum Verkaufen. Was ist das da? Teile. Teile haben wir noch gar nicht gefunden, die nehmen wir auch mit. Ja. Du kannst doch nochmal herkommen und den Rest holen, oder? Habe ich jetzt auch gerade überlegt, wahrscheinlich schon. Es ist ja höchstwahrscheinlich ein persistentes Universum und wenn ich wieder komme, die Teile immer noch da.
Sie sind nicht hier. Verdammt nochmal! Vielleicht finden sich Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort in diesen Papieren. In welchen Papieren? Ich sehe keine Papiere. Da haben Papiere. Erst einmal looten. Erst looten, dann Papiere. Ja, man kann öfter an Orte zurückkehren. Resnox, herzlichen Dank. Ja, schauen wir mal, was wir nehmen können. Vielleicht können wir noch ein bisschen was stacken. Ja. Gut, ist auch nur realistisch, dass man noch nicht... Ist eigentlich eh schon unrealistisch, dass er da 2, 4, 6, 8, 12 Bredel mit sich umeinander zieht. Aber gut, jetzt schauen wir mal, lore-bedingt, Geschichte-bedingt, wo sie gehen. Ein Stapel Briefe. Keine sind von Leuten, die ich kenne. In einigen wird der humanitäre Korridor erwähnt. Vielleicht finde ich einen Hinweis darauf, wohin er Amelia gebracht hat. Da ist etwas auf dem anderen Stapel. Das sehe ich mir besser an. Musik wird ein bisschen intens, oder täuscht man das? Oh. Auf dem Boden liegt ein Brief. Heute Nacht startet die Aktion. Die Regierungstruppen haben endlich auf die UN gehört und öffnen den Korridor. Straße DL1 soll für 24 Stunden sicher zu passieren sein. Wir können endlich aus diesem Höllenloch entkommen. Du kennst den Treffpunkt. G. G-Punkt. PS, mach auf dem... PS, mach auf dem Weg bei einer Apotheke halt. Wir brauchen alle Medikamente und Bandagen, die wir kriegen können. Unter uns sind viele Kranke und Verwundete, darunter auch Kinder. Sie waren auf dem Weg in Richtung Apotheke. In Ordnung. So, das heißt, sollen wir uns da hinwagen ohne Waffe? Gut, man darf uns schon eine Waffe geben, glaube ich. Sägeblatt haben wir auch keins. Wir merken wir uns einmal. Da war jetzt wieder geil, wenn es eine Karten geben darf, da wo ich draufschreiben kann, Notiz, merke, wir brauchen ein Sägeblatt für den Keller und es liegen nur ein paar Teile im ersten Stock um. Sowas finde ich eigentlich schon immer geil, muss ich sagen, wenn es sowas gibt. Adam ist zurück. Das ist ein super cooles Spielprinzip. Ich habe auch herausgefunden, wie ich das Spiel gestartet habe, das sind die Macher von Frostpunk. Und Frostpunk ist eine Aufbaustrategie-Spiel, das auch sehr story-driven ist und eines der besten Aufbauspiele, die ich jemals gespielt habe. Ich habe es schon mal gespielt, deswegen ist es ein bisschen schwierig jetzt für den Stream vielleicht, aber das ist schon Zeit leer, vielleicht kann man sich das anschauen. Und jetzt kommt Frostpunk 2. Das war so ein eigenständiges Konzept, das war richtig gut. Also richtig next level gut. Von so einem Indie-Entwickler. Hat gut ausgeschaut, hat sich geil gespielt, war schwer, teilweise sogar sehr schwer, aber gut. Diese Nacht war ruhig. Adam war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Sehr schön. So, da sind wir nun. Die Frage ist jetzt, was können wir jetzt machen? Wir haben sehr hungrig. Essen wir mal einen Fleischbatzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Alle 2 Tage. Es sind 2 Tage vergangen. An Tag 3 haben wir es verloren, jetzt ist Tag 5. Werkbank. Machen wir gleich Werkbank. Erst einmal was essen, dann machen wir Werkbank. Es ist gerade 6 in der Früh. Der Resnox schreibt, Indie-Spiele sind sowieso mittlerweile viel besser als der ganze AAA-Schund. Der meiste AAA ist Schund. Das ist richtig. Bestätige. Zu schade, dass es nicht gekocht ist. Ach verdammt, da hätte man zuerst eine Kochplatten bauen sollen. Das hätte wahrscheinlich die Stimmung immer noch sehr hungrig. Okay. So. Metallwerkstätte. Was ist jetzt da der Tipp? Der Regenwassersammelbecken. Primitiver Herd. Ist jetzt die Metall... Okay, ermöglicht uns Werkzeuge herzustellen wie Schaufeln für die Trümmerbeseitigung, Brechstangen für das Aufbrechen von Türen sowie Messer für die Selbstverteidigung. Später könnten wir sie nutzen, um fortschrittlichere Werkzeuge herzustellen oder sogar Schusswaffen zu reparieren. Ja, das Ding bauen wir, oder? Alle bauen wir das. Recht für andere Optionen haben wir nicht. Ein scheiß Stuhl brauche ich nicht. Herstellen! Ziehen und an leerer Stelle platzieren. Wo ist eine leere Stelle? Was nicht über leere Stelle ist? Wo ist eine leere Stelle? Das funktioniert so nicht. Hätte ich das daher bauen sollen, wo ich das Betty gebaut habe? Ich, Superheld, oder was? Ah, okay. Okay. Es sind schon vorgegebene Slots. Das ist ein Kichter, der man Herd einer bauen. Und unser Werkbank bauen wir, wo bauen wir die hin? Bauen wir den Keller? Können wir die da irgendwo herbauen? Nicht wirklich? Können wir es da irgendwo herbauen? Nein. Können wir es da herbauen? Nein. Na gut, dann bleibt uns nichts anderes wie Kich. Können wir da herbauen? Im Keller können wir es bauen. Weißt du was? Bauen wir es im Keller. Wurscht. Bauen wir es im Keller, ob wir es jetzt aufbauen oder oben bauen, ist wurscht. Gut, dass das Spiel das immer für dich entscheidet. Was entscheidet das Spiel für mich? Was ich baue? Was? Rest in Peace, Tina Turner. Tina Turner ist gestorben. Wann? Heute? Jetzt? Hab ich nicht mitgekriegt.
Was ist das Ziel in dem Spiel? Halt, will er von wo entkommen oder was will er? Hab's noch nie gesehen, das Spiel. Ja, ich ihm auch nicht, aber ich habe jetzt momentan den Eindruck, wir haben in einem Kriegsgebiet, wir haben unsere Tochter verloren, die ist gekidnappt worden. Und die versuchen wir jetzt zu finden. Das ist immer das. Und natürlich ist das primäre Ziel, aus dieser Zone zu entkommen. Ob das überhaupt machbar ist, weiß ich nicht. Okay. Scheiße, hätten wir die Werkbank vielleicht einfach ausbauen sollen. Machen wir da mal. Okay, gut, da brauchen wir 30 Schrottteile und was weiß ich, was ist für ein Scheiß und 5 Teile, wir haben ja erst 2. Schaffen wir nicht, aber schauen wir mal, was wir bauen können. Ausrüstung. Okay, wir brauchen 4 mal Schrottteile. Dann kann man unsere Brechstangen bauen und da enden einbrechen. Wir brauchen einmal Waffenteile, dann kann man unser Messer bauen. Oder einmal Schrott für Schaufel, aber Schaufel bringt uns nicht wirklich, weil Trümmer durchwühlen geht es dann schneller. Okay. Da müssen wir noch mal plündern gehen, nehme ich an. Wir haben ja sonst nichts. Wir haben immer noch sehr hungrig, deprimiert und sehr müde. Vielleicht können wir am Tag einmal ein bisschen schlafen. Dass wir nicht sehr müde sind, damit es vielleicht ein bisschen weggeht. Man spielt ja auch nicht immer den Adam. Startet man ein neues Spiel, kriegt man wieder andere Charaktere zugeteilt. Dachte ich mir schon. Wir spielen halt jetzt da eine gezielt geskriptete... Wie soll ich sagen? Figur. Schau's gescheit an und lies Sim von 6 sind 1 zu viel. Ja genau, 40, das habe ich am Anfang auch gedacht. Nein, sind's nicht. Wir können auf alle Fälle keine bauen. Die war schon 83. Ja, die Tina Turner ist leider von uns gegangen. Die war schon 83, habe ich nicht gewusst. Sag ich dir, was ist. Bringt uns jetzt das da eigentlich irgendwas, mit dem wir jetzt einen Tag beenden? Das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil wir wissen, was ist mit der Brücke fürs andere Apartment? Da haben wir niemals genügend. Schauen wir nochmal schnell nach, was uns für die Brücke noch fehlt. Das war nämlich, das ist all das, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Da feilt's himmelweit. Ja, 40. Nein, weil du meinst, dass da was fehlt, aber es ist schon ausreichend. Na, nochmal. Das ist nicht. Nach deiner Rechnung, so wie es da steht, für die Behelfsbrücke, Entschuldigung, müssen wir mir 25 von 6 Teile haben und 15 von 9. Also mehr als genug. Haben wir aber nicht. Also, nicht gleich wieder umeinander backseaten. Haben wir einfach nicht. So, wir gehen jetzt ins Bett. Schlaft man den halben Tag und hofft man, dass wir in der Nacht aufstehen zum Plündern. Nochmal zum Bruder oder vielleicht am Flughafen. Keine Ahnung. Irgendwo werden wir hin müssen. Tag beenden. Die Nacht. So, wir gehen jetzt... Oh. Wir könnten auch zur Apotheke gehen. Zerstörter Apartmentblock, Bruders Haus, haben wir schon besucht. Eine Menge Waffen? Ja, da brauchen wir das Sägeblatt wahrscheinlich. Ja, gut. Was gibt's am Flughafen? Etwas Lebensmittel, Materialien, eine Menge Waffen, etwas Teile, Vorsicht ist geboten. Da gehen wir mal noch nicht hin, da haben wir mit Sicherheit Bäse mit Waffen, die schießen uns. Was haben wir da? Etwas Lebensmittel, Materialien, eine große Menge Waffen, eine Menge Teile. Da gehen wir hin. Apartment. Apotheken gehen wir in der nächsten Nacht. Vorbereiten. Wir nehmen nur mit einen Dittrich und sonst nichts. Sehr schön. Suche nach Amelia. Hallo, der schreibt. Wollt mal sagen, dass die letzte... Achtung, ich schnell auf Blue, muss ich schnell vorlesen. Wenn es um einen Podcast geht, muss ich vorlesen. Hallo, der schreibt. Wollt mal sagen, dass die letzte Folge Speziwirtschaft saugeil war. Das Thema UFOs und Übersinnliches muss auf jeden Fall nochmal behandelt werden. Wird es, aber die Folge, die am Sonntag kommt, wird einmal so... ist ein dermaßen random Bullshit. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat. Wir haben uns Sachen aufgeschrieben, wo wir drüber schmerzen. Nichts davon ist drauf gekommen. Ich sag das, wie es ist. Ich kann bloß sagen, die neue Folge wird heißen... Literally random Leberkäse ins Arschloch. Bis Riz ist. Was soll jetzt der Song dazu, Alter? Kommt am Sonntag. Hey, am Sonntag kommt übrigens auch ein Video. Auf dem Kanal da. Mal wieder. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Ja? Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Und zwar ein unfassbar klassisches Bierger-How-To. In ein bisschen neuem Gewand. Und ist vielleicht also ein kleines Remake von einem alten, das aber nicht sofort erkennbar ist. Es kennen bloß Leute, die schon seit 6 Jahren dabei sind. Und ja, hab ich mir gedacht, da hab ich Bock gehabt. Auf einmal war's fertig. Ja, da legst du mir am Arsch. So! Nein, es ist gar, ich mach bestimmt kein How to Leberkäse 2. Nein. Not. Definitely not Leberkäse. So,
Es ist so leer und still hier. Ist mir nicht geheuer. Okay, schleicht man so. Schleicht man so, wie schaut's da aus? Oh, dann haben wir schon eine große Bude. Mal schauen, ob da drin was umeinander geht. Jetzt gruschen wir da erstmal umeinander. How to Radler Reloaded. Absolut richtig. Na, es hat ein bisschen was von allem. Es ist tatsächlich ein nützliches How-To, glaube ich. Und der Plätschmerz ist natürlich auch ein wenig drin, ist eh klar, aber es ist sehr klassisch. So ein bisschen. Oh, Waffen. Munition? Ja, okay. Ich weiß nicht, was ist denn die Definition von einer Menge Waffen? Müssen die da nicht irgendwas hören? Okay, durchsuchen wir das einmal. Der Kinderwagen ist nicht leer. Ein paar Gegenstände sind darin verstreut. Eine Rassel, eine lachende rote Krabbe, an der ein Baby eifrig gekaut hatte, und ein halbvolles Fläschchen mit geronnener Masse. Vermutlich einst Babynahrung. Jemand muss fluchtartig aufgebrochen sein oder benötigte die Sachen vielleicht nicht mehr. Ich verstehe. Also ich glaube jetzt nicht, dass da jemand da ist. Mal wieder kippen und irgendwie. Vorerst nehmen wir mal alles, bis wir wissen. Wahrscheinlich wird man nie alles looten können, nehme ich an. Da gibt es auf alle Fälle auch was drin. Machen wir auf, da ist keiner drin. Außer er liegt am Boden. Können wir uns jetzt in den Sessel einsitzen und einmal ein wenig chillen oder was? Oder jetzt legen wir jetzt einen Sessel? Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Pistolenpatronen. Leere Pistolenpatronen. Wir können aus ihnen Pistolenmunition herstellen. Okay, wir brauchen aber hauptsächlich das Zeug da. Sag ich dir, was haben wir da? Basisstaaten, Konservendosen. Eine Dosenmahlzeit nahrhafter als rohes Essen kann man sich an den Geschmack gewöhnen. Brauchen wir auch, wir haben nichts mehr zum Essen. Ein Rucksack oder so war mal geil. Ja, und die Teile auf alle Fälle mitnehmen. Was ist das da? Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Wo ist denn das jetzt hin? Was ist das? Schießpulver. Ja, lass das einmal noch da. Ich glaube, bis zu den Schusswaffen haben wir noch ein wenig. Was haben wir da? Basisausstattung. Können wir mitnehmen, können wir auch mitnehmen. Waffenteile können wir auch mitnehmen, können wir auch mitnehmen. Ja, und die Waffenteile waren wichtig fürs Messer. Bin schon gespannt, wie das Kampfsystem funktioniert. Da haben wir wieder was zum Durchsagen. Aber in unserer Werkstatt, Metallwerkstatt, haben wir jetzt nichts gesehen, dass man irgendwie eine Säge herstellen kann, oder? Wenn man das da braucht, auch nicht wirklich, nimmt das Zeug mit. Ja, und schon haben wir wieder voll. Und schon sind wir wieder voll. Schauen wir da noch ein bisschen umeinander, da können wir nicht rein, aber es sind schon noch Sachen da. Einige Sachen sogar. Ja, können wir nicht mehr mitnehmen. Verpissen wir uns wieder. Läuft ja nicht. Schleichen wir uns. Ab dafür. Ab dafür. Zurück aus. Brechstangen bauen. Jetzt hätte ich natürlich schauen sollen, was wir bevorzugt mitnehmen sollen. Die Holzbredel oder das Schrottzeug, aber ich glaube das Schrottzeug. Kampfsystem ist leider nicht die Stärke von dem Spiel. Okay, ja gut, muss er nicht. Hilft er nicht. Werden wir uns anschauen, werden wir dann schon sehen. Du, das werden wir dann schon sehen. So, sind wir wieder daheim. Vielleicht haben wir total fertig oder wie habe ich das gesehen? Nacht war ruhig. Sehr schön. So, oben zu. Haben wir was zum Essen? Ja, wir haben sehr hungrig, aber das passt schon. So, Brechstange herstellen. Instant Brechstange. In der Hoffnung, wir kommen dann in die Tür da hinten rein. Der Fußmann schreibt, Lex, du gehst am Freitag fort. Das werde ich dir mit Sicherheit verzeihen, wo ich am Freitag fortgehe. Nicht in Spacinger Volksfest auf alle Fälle, falls das die Anspielung war. Lieber das schieße ich mich. Sehr müde? Ja, ich hab schon gesehen. Was bringt es schon? Es wird mit jedem Tag schlimmer. Jetzt hat er kurz unterbrochen, weil er so deprimiert ist, oder was? Was ist denn in der Nacht passiert? Unsere Sachen. Kann ich das jetzt eigentlich irgendwo... Jetzt pass auf, jetzt schauen wir, ob wir das aufbrechen können. Dann können wir nämlich das... Na, da gibt's ein extra Symbol. Ja gut, wir sollen aber auch die Tür aufbrechen, wenn's von der anderen Seite vernagelt ist. Birgit, du Turtle! Gut, wir schauen uns genau an, wie viel Holz und wie viel Schrott wir brauchen. Für die Brücke da oben. Leck, wir brauchen 17 Schrott. 17 Schrott brauchen wir. 17. Ab in den Chat bitte, wir brauchen 17 Schrottteile. Verlassen.
Wir essen jetzt was. Und dann schlafen wir den ganzen Tag. Und dann gehen wir das Zeug looten, das hilft eh nicht. Vielleicht nur ein Messer machen und am Flughafen. Nicht sehr schmackhaft, aber sättigend. Schauen wir, was man fürs Messer braucht. Ach, 17 Schrottteile sind voll fein, gell? Also gefühlt bis jetzt. Später wird man wahrscheinlich mit mehr... Kann man mal einen Rucksack oder sowas brauchen. Sein Inventar ist ziemlich winzig. Ja, was kostet ein Messer? Ah, das kostet halt einfach 5 Schrottteile, dann brauchen wir 22. Schaust du dir den PlayStation Showcase Livestream später an? Ist der heute? Wann geht der los? Wann geht denn der los? Adri, das ist eine wichtige Information. Der ist um 10 Uhr. Dann habe ich eine unfassbar schlechte Nachricht für euch. Dann müssen wir spätestens um 10:15 aufhören. Wird nicht helfen. Also die ersten 10 Minuten sind sowieso für den Arsch. PlayStation Showcase ist vielleicht nicht ganz unwichtig, vor allem weil ich mir wahrscheinlich eine PlayStation besorgen werde mit Capture Card. Allein für, was ist dann um der Zeit? Der PlayStation Showcase. PlayStation stellt neue Spiele vor. Normalerweise war ja jetzt dann um die Zeit rum Summer Games und E3 und Messen und was weiß ich. Und da stellen die Spielehersteller alle eine neue Spiele vor. Natürlich ist es interessant für uns. Das ist der Content dieses Kanals im Stream. Und mich interessiert das auch auf Stream, so ist es nicht. Und ja, kannst du ja Stream Live-Reaction machen. Ich weiß nicht, ob man das restreamen darf, ohne einen Strike zu kassieren. Dachte, du hast kein PS. Ja, zuhören, ich hab gerade gesagt, da ich mir eventuell eine besorge. Magst du es nicht zusammenschauen? Ich darf die gern. Natürlich darf ich es gern, aber darf man, dann muss ich jetzt schnell jemanden schlau machen, dem ich vertrauen kann, ob man es restreamen darf. Machen andere auch. Das ist auch wieder richtig, gell? Und wenn... Probieren wir es. Weiß auch nicht. Dann machen wir aber um 10 Uhr kurz Raucherpause. Ich hol mir was zum Trinken und dann schauen wir so. Einfach nur deine Reaktion ohne Bild. Ach so. Sollte man dürfen. Gronk macht's regelmäßig. Ja gut, der Gronk ist allerdings auch der Gronk, der kriegt auch eine Privateinladung zum PlayStation Showcase. Reaction, also da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Das kann man unerwartet. Oh, dann gibt's eventuell Last of Us 2 schon auf der eigenen PlayStation. Nein, nicht, ich werde mir keine kaufen, aber eine besorgen, meine mit ausleihen, höchstwahrscheinlich. Rocket Beans machen das auch dauerhaft gut. Die sind ja Journalisten, die dürfen das auch. Na dann hau rein, wenn's ist, dann machst du es Twitch only. Ja, das merke ich erst, wenn's spät ist. Let's go. Wenn's eine Lizenz hast, dann schon. Ich hab keine Lizenz, wo soll man so eine Lizenz herkriegen? Ich glaube, wenn's kein VOD machst, ist kein Problem. So, dann machen wir es folgendermaßen. Ich werde das auf YouTube Prä-Info für den Nachschau-Squad, dass ihr das jetzt eventuell in Form eines VODs anschaut. Wir werden uns um 10 Uhr einen PlayStation Showcase anschauen. Wenn der im Nachhinein, wenn ihr den nicht mehr findet nach 2 Stunden, dann habe ich ihn rausgeschnitten, weil ich entweder einen Claim oder vielleicht einen Strike sogar kassiert habe. Dann ist sowieso nächste Woche kein Stream. Das war sehr ärgerlich mit Diablo, aber gut. Ich glaube jetzt auch nicht, das deichselt man schon irgendwie hier. Auf Twitch sehe ich da keinen Stress. Twitch ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber YouTube war halt ärgerlich mit Strike und was weiß ich, was ist für ein Scheiß. So, ja, ich muss ein bisschen wie ein kleiner Schüber, da habe ich jetzt voll Bock drauf. Weiß jemand, wie lange der dauert? Also nicht, wenn der bis um 1 in der Früh dauert, dann habe ich auch wieder eine schlechte Nachricht. Aber wegen eine Luren kämen wir schon. Der dauert ja normal nicht lang, oder? Das ist eine Stunde gut. Ja. Wölfchen sagt Stunde circa. Perfection. Very good. Very nice. So, bauen wir uns jetzt ein Messer und müssen wir dann 5 Schrottteile mehr sammeln oder nicht? Dann kurz auch Ankündigung, um 3 Minuten vor 10 Uhr ist kurz ein bisschen Pause, Raucherpause, Trinkerholpause. Wo kann man erfahren, ob man da streamen darf? Ja, das habe ich auch gerade überlegt, wo man da nachschauen soll, aber ja, ist ja wurscht. Um was geht's denn noch? Um das PlayStation Showcase, das 6 dann um 10 Uhr. So, wir bauen jetzt ein Messer. Schreibt's ab in den Chat, 22 Teile, wenn das Messer für... Es wird jeden Tag schlimmer. Geil! Oh, jetzt nicht damit gerechnet, dass halt PlayStation Showcase ist und dass wir uns die miteinander im Stream anschauen. Das hätte ich jetzt gern irgendwo angekündigt. Sag ich dir, was es ist. Das tun wir jetzt einfach, das ist mir wurscht. So, Messer baut.
Ein ins Bett. Schlafi. Wir brauchen 22 Schrottteile. Was da? Foxy Boy, listen! Co-Streaming ist seitens Sony sogar erwünscht. Sie weisen aber darauf hin, dass auch Copyrighted Content wie Musik vorkommen kann, über den Sony keinen Einfluss hat. Von VODs rät Sony ab. Okay. Ja, das ist weniger Stress. Also wir haben ja noch nie einen Strike kassiert wegen Musik. Wenn, dann passiert Folgendes, dass YouTube oder halt der Eigentümer claimt das Musikstück und claimt damit mein Stream. Das ist nicht tragisch. Dann gehe ich im Nachhinein her und sage, mute diese Stelle. Dann ist das VOD im Nachhinein, wie soll ich sagen, im Nachhinein an der Stelle halt gemutet, aber es ist nicht weg. Und es ist nicht komplett ausgeschnitten. Ja. Kriegen wir schon, schauen wir uns so. Ja, es gibt für alles, für ein erstes Mal, weiß ich nicht. Alle Infos zu Co-Streaming stehen in der Videobeschreibung unter dem Stream auf YouTube. Wir reden einfach zum Gronk und schauen uns über ihn bei ihm an. Ja, genau. Ich reagiere auf den Gronk, wie er auf den PlayStation Showcase reagiert. Sehr schön. So, Freunde der Sonne, Tag B. Haben wir jetzt ein Messer? Unsere Sachen? Messer. Ja, okay. Und Tag B. So, die Nacht. Die Frage ist jetzt, wo wir hingehen. Gehen wir in den Flughafen? Wir gehen jetzt in den Flughafen. Oder gehen wir nochmal in den zerstörten Apartment-Block? Verdammt, jetzt hab ich keinen Bock mehr zum Spielen, jetzt mal in den Showcase singen. Verdammt! Wer hat denn das einer geschrieben? Wer hat das einer geschrieben? Wer war denn das? Sag mal! Wer war das? Wer hat's geschrieben? Ich seh's nicht mehr, der Chat ist zu lang. Press F für den Dude. Ab in den Chat. Es war eine richtig geile Information. War richtig geile Information, aber nicht geredet damit. Nice. So, was nehmen wir? Apotheke. Bruders Haus. Gehen wir zur Apotheke. Machen wir die Story weiter. Wir nehmen nur Schrottteile mit. Etwas Materialien, Medikamente, eine Menge Teile. F für den Dude. Wir nehmen einen Dietrich mit. Wir nehmen ein Messer mit. Suche nach Amelia. Ich muss bieseln, das ist schon wieder mein Problem. Ich bin so alt oder ich hab Blasenschwäche. Die Apotheke meines Bruders. Ist Amelia hier? Das werden wir herausfinden. Oh, da müssen wir am Zug aufspringen. Nicht so laut. Schauen wir durch. Das ist aber eine große Apotheken, mein Freund. Eine richtig große Apotheken, mein Freund. Da ist auf alle Fälle niemand drin. Okay. Okay. Looten. Lucky, looten. Lucky. Was haben wir da? Oh. Die müssen wir mitnehmen. Holzbrillen nehmen wir vorerst auch mal mit. Wer weiß, wie viele Teile das wir finden. Ansonsten sortieren. Oh, das hätte ich nicht da sein. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auszoomen, damit ich da ein bisschen mehr sehe. Da, Spurensuche. Ich werde dich retten, Amelia. Schlammige Fußspuren eines erwachsenen Mannes. Jemand war vor kurzem hier. Oder ist es noch? Ich glaube nicht, dass sie noch da sind. Okay, das macht einmal Geräusche natürlich umeinander springen. Hey, was der Nitro King gerade schreibt. Meinst du, ob Rockstar Games einen GTA 6 Trailer raushaut? Weißt du, was dann los ist, Alter? Dann ist fucking Kasala im Internet. Das ist da hoffentlich in jedem klar da herin. Aber ich weiß nicht. Kann ich nicht sagen, aber es kann durchaus sein. Warum? Können wir uns gerne noch drüber unterhalten. Ich habe gehört, dass Rockstar, beziehungsweise die Mutterfirma davon, ich weiß nicht, wie es heißt, nächstes Jahr einen Jahresumsatz von 8 Milliarden machen möchte. Bisher haben sie den ich gehört, GTA 5, Rockstar und der ganze Scheiß. Und ich glaube, der Umsatz in diesem Jahr war bei 3. Und wenn die 8 Milliarden Umsatz machen wollen, also das 2,5-fache vom Vorjahr, Take-Two, richtig, dankeschön. Oh, das weiß ich auch nicht auswendig. Dann müssen sie mit GTA, das Einzige, was da dazu in der Lage ist, ist GTA 6. Und das wollen sie nächstes Jahr machen. Und es gibt durchaus Gerüchte darüber, dass GTA 6 unerwarteterweise nächstes Jahr erscheinen könnte. Das haben sie mit Red Dead 2 auch so gemacht. Das ist aus dem Nix gekommen. Da ist der scheiß Trailer gekommen. Alle sind ausgerast. Das war nicht einmal ein Trailer, das war ein Teaser. Und in unter einem Jahr ist 2018, glaube ich, oder 2018, später Ende des Jahres Red Dead Redemption 2 gekommen.
und das Spiel war fucking Perfection. Das war nicht irgendein hingerotzter AAA-Rotz, wie wir es sonst immer kriegen. Ich hoffe, Rockstar mutiert nicht zu, sie wissen schon. So, Haufen Teile! 4, 8, 12, 13. So, wie viel brauchen wir noch? Wie viel haben wir insgesamt braucht? 22, dann brauchen wir jetzt noch 9. Aber, also, ohne Scheiß. Wobei auch nicht ganz für unrealistisch halt, was der Sprengi auch wieder schreibt, GTA 6 wird Launch-Titel für PlayStation 6. Calling it now. Und da ist noch ein bisschen hin. Da haben wir noch 4 Jahre hin. Wenn's gelangt. Und das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Oh, da kann man sich verstecken in dem Schrank drin, hä? Gameplay-Mechanik. Entdeckt. Looten. Ja, nehmen wir dabei einmal alles mit. Wir wissen nicht, wie viele Schrottteile das wir haben. Schauen wir da mal, wieso kann ich da bloß durchschauen, aber nicht aufmachen? Muss ich von oben um wahrscheinlich. Plündern. Messer. Ach, ich kann da plündern, Messer. Wie tut man zustehen? Wie tut man zustehen? Weiß das jemand? Naja, wird man dann schon etwas sagen? Oder muss ich da wahrscheinlich auf einen Gegner klicken, oder? Und deswegen ist das Kampfsystem nicht so der Oberwahnsinn. Ja, Sirabenz schreibt es gerade, den Gegner dann anklicken. Wenn der Gegner da steht, musst du auf den Gegner, okay. Was ist hier passiert? Was für ein Chaos, Bandagen, Spritzen und ein Plüschtier. Nein, der kleine Flauschihund! Nein, oh Gott, das ist ihr Flauschihund! Sie war auf alle Fälle da, also der Bruder hat's geklaut. Verpackungen von Medikamenten, Spritzen, Bandagen. Jemand war auf der Suche nach etwas Bestimmten, sehr in Eile. Was ist hier passiert? Wir gruschen mal. Plüschtier nehmen wir natürlich mit, wenn wir es looten können. Ah, genau. Nehmen mit, müssen wir mitnehmen, hilft nicht. So, weiter geht's. Die Fußspuren des Mannes. Gehören sie meinem Bruder? Hier haben wir uns wieder verstecken, da können wir ein bisschen gruschen. Da geht's in den letzten Keller hinter, der da ist. Was haben wir da? Die Teile nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit, die stacken sowieso ganz schön. Erst luren. Scheiße! Ist das mein Bruder? Wo ist Amelia? Wo ist sein Bruder? Liegt er da am Boden? Da? Ist das... Holy shit, da kann man auch mal. Tatsache. Bruder, was ist passiert? Wo ist Amelia? Das ist die Leiche meines Bruders. Wie es scheint, hat ihn jemand erstochen. Kein Zeichen von Amelia. Hat sie jemand verschleppt? Wohin? Ich muss es herausfinden! Okay, mein Bruder, er ist tot. Wie werde ich Amelia jetzt finden? Jetzt wird's interessant. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit geredet. Ich habe jetzt nicht damit geredet, dass wir mir da überhaupt irgendjemanden finden. Sondern irgendeinen Hinweis, wo sie sind. Nehmen wir das mal mit. Wir durchsuchen die ganze Bude, oder? Die Fußspuren führen die Treppe hinauf. Das sind auch Blutflecken. Okay. Finden wir jetzt dann gleich den Brechstangen, hätten wir mitnehmen sollen. Anwaltklicke! Besser später als nie. Habe Tritt bei der Hand. Merci für den Resub, Alter. Oh Gott, ich muss Pi sehen! Wer es auch war. Er oder sie muss sich in Richtung Tür zur Seitengasse umgedreht haben. Okay. Also halt in diese Richtung da. Ja, können wir sonst noch irgendwie... Da können wir nicht auf, glaube ich. Gell? Da ist kein Loch in der Decke. Da können wir nur über Treppen auf. Gehen wir mal zuerst auf. Bevor wir da rausgehen. Erst looten. Die Tür ist unverschlossen und am Türgriff ist Blut. Ich muss in der Seitengasse nachsehen. Das tun wir gleich, Eins nach dem anderen. Leertaste und aufs Klo gehen. Das werden wir jetzt auch gleich tun, weil ich sag das eine halbe Stunde, der Pack ist eh nicht mehr. Sorry, was ist? Da schauen wir durch, da gibt's ein Bettal, da gibt's einen Kühlschrank, vielleicht gibt's was zum Essen. Was zum Essen ist gut. Erst einen Schrank ausgaben. Sehr schön. Waffenteile, die Teile können wir stacken, Waffenteile nehmen wir mit, das Ding können wir auch stacken. Hauptsächlich wollen wir natürlich Schrottteile, ansonsten müssen wir nochmal umswitchen. Aber was zum Essen ist natürlich auch nicht schlecht, weil wir auch gar nichts mehr haben. Wasser, Alter. Weißt du was, tu mit 2 Brill weg, dafür nehmen wir das ganze Wasser mit. Da haben wir noch mal was. Der Safe wurde aufgebrochen. Offensichtlich hat den Laden jemand ausgeraubt. Ja gut, das hätten wir jetzt wahrscheinlich... Bevor ich wieder gescheit daherrede, aber ich sag's, das hätten wir jetzt ein Depp auch sagen können. So, Kinder. Und währenddessen er jetzt da durch ist spät, sage ich dir, was ist. Oh, da läuft ja Zeit, aber ich kann...
Es tut mir leid, Kinder, ich kann nicht anders. Ich bin in unter einer Minute wieder da. Zeigt's mit. Ich muss mal Biese! Ich bin da! Hast geschafft! Diesmal habe ich mir sogar die Hände gewaschen, weil ich glaube, ich habe mich angesucht vor lauter Humpty-Dumpty, schnell. So. Hat genau eine Minute Zeit, das zum Verkraften, oder? Ich bin heute Mann, ich muss auch mehr aufs Klo, was soll ich machen? Hast du angeschüttelt? Ja, deswegen habe ich mir auch angesucht von oben bis unten. Schleider du mal eine 3 Meter Schlange weggeschickt umeinander, was soll ich machen? Es wird einfach nicht besser da herin. Ja. So. Nächster Hinweis. Die Blutspur führt die Gasse entlang in Richtung Tankstelle und Amelias Schule. Die Tankstelle liegt an der Straße, die aus der Stadt hinausführt. Die Soldaten lassen niemanden aus der Stadt, aber wenn jemand als Elternteil mit einem kranken Kind daherkäme, wer weiß. Die Schule ist jetzt geschlossen, aber ich habe gehört, dass dort nach dem Bombardement ein paar Leute eingezogen sind. Könnte einer von ihnen Amelia entführt haben? Okay, wir haben wieder 2 neue Orte. Schauen wir mal, vielleicht finden wir da noch ein paar Teile drin, sonst kriegen wir es wieder nicht mehr ganz zusammen. Nein! Seh fix! Na gut, müssen wir weiter plündern. Bei einer 3 Meter Schlange hättest du ja direkt einen Schüsslein. Eilenke, das stimmt, für das klang es nicht ganz, weil es da so ums Ecker geht. Ja, dann sag ich im Flur aus, das ist auch nichts. Beschwert sich die Alte wieder. So, wir sind fertig. Fertig gelootet! Mehr können wir eigentlich eh schon nicht machen. Tag 7. Na gut. Also tagsüber haben wir einen Haufen Zeug dahergebracht. Das schaut gut aus. Wunderbar. Aber zum Essen haben wir nichts. Das ist schlecht. Aber wir haben auch... Oh, Errungenschaft. Wir haben den Tag 7 erreicht. Achievement freigeschaltet. Sehr gut. Dann schauen wir nochmal. Einfach kurzer Check. Dann gehen wir ins Bett. Schlafen wir den ganzen Tag und dann sofort nochmal plündern. In Schui... Da, wo es eine Menge Teile gibt, auf alle Fälle. Wir brauchen noch 9 sichere Dinger. Können wir sonst irgendwas anderes irgendwie machen, was uns weiterhilft? Nicht wirklich, gell? Der Alex schreibt, Birger, dann warten wir bis du 40 wirst, das wird nicht besser. Das denke ich mir schon. Ich sauf aber auch ziemlich viel. Muss man auch dazu sagen, ich trinke über den ganzen Tag mindestens 3 Liter Wasser. Mindestens. Und vor dem Stream meistens auch noch mal einen halben mit entweder irgendeinem Energy-Scheiß oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann davor zum Pissen gehe oder eben nicht zum Pissen gehe, dann erwischt's mich. Ich will auch nicht jünger, Leute, was soll ich machen? So, jetzt gehen wir ins Bett und plündern wir sofort weiter, aber sonst haben wir nicht zum tun. Außer unsere Nacht wird jetzt natürlich unterbrochen. Es wird natürlich interessant. Schauen wir mal. Es gibt nichts Besonderes. Was? Bringt's das eigentlich, wenn ich mir da reinlieg und einen Tag beende? Oh, vor 1 Tagen Besuch. Es wird sogar markiert auf der Map, wo wir schon waren und wie viel das wir gelootet haben. Schau dir das an. 43%. Da brauchen wir die Säge, wenn ich mich nicht alles täuscht. Geplünderte Tankstelle. Etwas Lebensmittel, etwas Materialien, eine Menge Waffen, eine Menge Teile. Und ich glaube, eine Menge Teile oder Materialien. Was ist denn das Wichtige? Hans Materialien? Eine Menge Materialien in der Schule und eine Menge Teile und eine Menge Waffen. Da gehen wir in die Schule. Das ist ja klar. Freilich gehen wir in die Schule. Cool bleiben, Birger! Alte Wurst out! Hey, Kirstroke! Was war ich jemals nicht cool bleiben? Boah, ich spürt mäßig wieder ein Zwickel. Hey, Birkberg! An einer Dübel hat's auch erwischt. Das habe ich schon gehört, aber um den ist nicht schade. Entschuldigung, aber um den ist nicht schade. Ja, schau auf deine Stats, du hast geschlafen. Wo? Wo sind meine Stats? Ach, da oben! Okay. Ja, wir haben ja nicht mehr müde.
Wir haben nur noch deprimiert, aber nicht mehr entschlossen. Naja, gut. Offensichtlich kann man auch einen Rucksack finden, da habe ich noch gar nicht so drauf aufgepasst, was da drin steht. Aber kann man einen Rucksack finden mit mehr als 15 Slots. Sehr gut. Dann gehen wir, suche nach Amelia. Vorbereiten. Wir nehmen mit. Ich packe in meinen Koffer. Nein, das packe ich nicht in meinen Koffer, suppose packe ich in diesen meinen Koffer mal und Sinn und Messer. Suche nach Amelia. Los geht's. Ja, aber langsam kommt man so ein bisschen in Spur. Ja, gut, das dauert ein bisschen, das ist ja egal. Vielleicht wissen die obdachlosen Bewohner hier etwas über Amelia. Ich sollte sie fragen. Das heißt, es ist eine Schule für ihr Penner. Sag ich das richtig? Viel Schlamm und frische Fußspuren. Hier müssen ziemlich viele Leute leben. Jetzt wird's interessant. Haben die nicht, da blinkt auf alle Fälle was. Das wird wahrscheinlich auch bloß eine bestimmte Reichweite haben, wo ich das Blinken da sehe. Gell? Man kann nicht da klopfen. Ich muss mich umhören, ob irgendjemand irgendwas gesehen hat. Ja, da haben mehrere Leute. Ja, aber woher weiß man, ob die freundlich sind oder nicht? An die Bass? Ich werde uns nichts anderes übel bleiben. Gehen wir einfach mehr anschauen, was passiert. Aber erst einmal durchsuchen wir die Sachen. Wenn ich da jetzt das Zeug klau, werden es dann lästig? Oder haben das bloß wieder Ratzen? Ich sehe nämlich da keine Person. Niemals mit. Niemals mit. Gehen wir mal schleichend. Zieh mir lieber das Messer raus. Wenn ich die Ratz abstehe, für was zum Essen nicht, gell? Ja, schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Bin ich gespannt, was passiert. Nichts als nutzloser Abfall. Gut, da kann man wieder einen Drehkaufer wegmachen, aber wir haben noch keine Schaufel. Also drauf geschissen. Da kann jemand sein, hä? Sitzt da jemand? Nicht wirklich, gell, aber schauen wir mal. Schauen wir mal leise durch. Welche Leute? Da sind keine Leute, obwohl da brennt ein Licht. Schauen wir. Eine. Sehr fix. Hätten wir mal eine Schaufel mitgenommen anstatt einer Brechstange. Es dauert so lange ohne eine Schaufel. Ist mir schon klar. Aber da, haben wir mit da unten aufbringen können? Nein. Ja gut. Wird wurscht sein, ob wir das durchbringen. Und da können wir nicht durch. Da werden wir wieder kommen müssen, fürchte ich, mit der Schaufel. He? Oder schaffen wir es zeitlich? Ich weiß es nicht. Kannst du mit dem Brecheisen nicht die zugenagelten Tieren aufmachen? Normal schon, aber dann wird ein Symbol angezeigt, dass man es mit der Brechstange aufbrechen kann. Und das Symbol, die Tür mit den verkreizelten Bredel, die haben wir bei uns zu Hause auch im Spiel. Und da ist es nicht gegangen, weil die von der anderen Seite vernagelt ist. Aber die Tür da rechts kann gehen, die jetzt nach dem Haufen frei wird, da sehe ich ja die Bredel auf unserer Seite da. Nur das Symbol sagt mir, geht eigentlich nicht. Aber wer weiß, wenn jetzt der Haufen weg ist und wenn wir mal droh sind. Vielleicht geht's dann. Also sie ist von beiden Seiten zugenagelt. Ist das rote ein Gegner? Möglicherweise. Unter mir, das ist jetzt speziell kein Gegner, das ist eine Ratte. Aber ich denke auch mal Gegner, die sich bewegen, wo ich keine Sicht drauf habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass die genauso angezeigt werden. Vielleicht auch mit einem größeren roten Bereich, keine Ahnung, dass man es auch unterscheiden kann. Ja, das ist ein Ratz und das ist irgendein Arschloch. Da läuft der Ratz umeinander. Ich habe jetzt da keine Brechstange. Oh ja, die können wir brauchen. Sehr gut. Ich habe jetzt da keine. Ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Okay. Kein Brecheisensymbol, aber es geht. Vielleicht hätten wir erst mal durchschauen sollen, bevor wir uns jetzt da lang eine Gaudi machen und aufführen. Also auf alle Fälle wieder ein Drehkaufer und eventuell auch ein Regal. Jawohl. Bruder, ich bin jetzt dann weg, das. Was das? Die Ratz kann die beißen? Im Ernst jetzt? Ich stich's ab. Ich stich's einfach ab! Wer übrigens nicht weiß, wer der Arno Dübel ist und warum mir das so wurscht ist, es ist so ein lebenslanger Arbeitsloser, der ganz absichtlich und gezielt von Hartz IV und Sozialhilfe schmarotzt hat, weil er keinen Bock auf Arbeiten hat. Und da ich und ihr und wahrscheinlich alle, die da sind, außer die Leute, die vielleicht zu jung sind, dann auch eine Eltern, sein Leben mitfinanzieren. Entschuldigung, meins finanziert auch keiner, fick dich auch noch. Entschuldigung.
Ja! Wie viele Teile brauchen wir? Jetzt haben wir wieder 12:13. Das muss klar. Muss klar, können wir Brücke bauen, aber das hilft uns auch nicht so wirklich weiter, weil... Wenn wir da mal ohne Mann gehen, wir looten alles klar, sag ich wie. Dein finanzieren wir, das ist richtig. Das ist jetzt aber auch freiwillig. Da mach einfach auf, als wurscht ist. Da ist eh kein Mensch herin. Können wir uns sparen, dass wir den Erdhaufen da wegmachen? Außer da... Oh. So, jetzt können wir mal wieder ein paar Bretten mitnehmen. Teile, Bretten. Nimmst du mal alle Bretten mit? Schwarzpulver. Easy. Gut, gehen wir weiter. Wir müssen mit irgendjemandem... Oh, da blinkt was sich nicht bewegt. Das könnten Personen sein. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Was ist denn da so? Ach, da ist ein Lord da oben. Moment einmal. Momental. Da ist ein Lord da oben. Da ist auch ein Tier. Den wir auch noch mal einladen. Durchladen. Haben wir nichts brauchen. Sehe jetzt nichts, was mich interessiert. Teile, können wir mitnehmen, passt rein. Der Dübel ist seit 1976 arbeitslos gewesen. Wenn man ganz ehrlich ist, hat er eigentlich alles richtig gemacht. Sag ich dir, wie es ist. Der hat sein Leben gelebt. Auf der anderen Seite ärgert es mich, dass ich nicht einfach tue, weil und mir nicht alles wurscht ist. Ich weiß es auch nicht. So, wir schleichen mal weiter. Jetzt wird es dann interessant. Die Dinger da bewegen sich nicht, das könnten durchaus Personen sein. Aber wir sehen mal nicht durch, weil da... Die Sonne geht auf, ich muss... Oh shit! Oh shit, jetzt gehen wir einfach rein. Schauen wir, was passiert. Sie haben mir wieder mein Essen genommen. Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter. Habt ihr ein kleines Mädchen gesehen? Nein, leider nicht. Aber fragt die anderen. Vielleicht weiß ja jemand was. Okay, jetzt müssen wir uns schicken. Uns Zeit geht uns aus! Scheiße, da ist noch eine. Das ist eine Rie, da müssen wir nur... Die Morgendämmerung und einem überrascht, die Rückkehr wird schwieriger werden. Nein, nicht! Kann da dann noch mal was passieren? Wenn wir nicht in der... Wahrscheinlich schon irgendwann einmal, nehme ich an. Jetzt können wir die Brücke bauen! Jemand ist in unseren Unterschlupf eingebrochen und hat unsere Sachen gestohlen. Aber sie haben nicht viel geklaut. Aber die teilen die Medizin, die Fotzen. Jemand hat bemerkt, dass unser Unterschlupf über Nacht unbewacht war und hat unsere Sachen gestohlen. Wir wissen nicht, wer es war. Dinge, die sie gestohlen haben. 2 Wasser, 2 Kippen, ein Pistolenschuss und die gute Medizin. Ja, fuck. Aber sie haben keine Teile gestohlen. Haha. So, ihr Wichser. Jetzt war ja Bruck da um. Das Ding ist ja... Die scheiß Brücke hilft uns gar nichts, da werden wir unsere Tochter nicht finden. Trotzdem baue ich jetzt eine Brücke. Und eine Schaufel. Wir bauen jetzt die Brücke und eine Schaufel. Los! Wie war das? Du bist enttäuscht und dein Tag ist ruiniert, so in etwa, ja. So, währenddessen können wir uns über PlayStation unterhalten. Ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, da hat jeder Bock drauf. Bitte in den Chat, wer keinen hat. Bitte in den Chat, wer keinen Bock jetzt auf die PlayStation-Geschichte hat. Das interessiert mich, wenn es überhand nimmt, dann machen wir es natürlich nicht. Aber ansonsten, dann ist eh kurz vor 10 Uhr machen wir eine kurze Pause. 3 Minuten. Und... Bock habe ich seit Jahren. Aber was willst du machen? Mir war es wurscht, wie, wo, was, PlayStation. Erklär dann gleich nochmal. Jemand hat uns gesagt, dass um 10 Uhr ist PlayStation Showcase. Also eine... Was ist ein PlayStation Showcase? Es ist ein Livestream von PlayStation, Sony PlayStation selber. Die stellen die neuen Spiele vor. Und das werden wir uns anschauen. Und nennen wir es Reaction. Ich hasse das Wort Reacten, aber wir werden uns einfach miteinander anschauen. Ich werde meinen Senf dazugeben, wen es interessiert. Wenn mein Senf nicht interessiert, dann kannst du es natürlich allein anschauen. Und wenn das generell nicht interessiert, dann ja. Ich hab keinen Bock, ich hab Hirsch.
Sehen Sie, dass ich mich kratze? Weil es mich nicht juckt. Hätte schon Bock, muss aber morgen arbeiten. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, ich auch, aber anschauen da das mal trotzdem. Showcase, Vollgas. Gibt süßen oder scharfen Senf dazu? Beides. Oh, Errungenschaft, Tagebuch, Heimat, zerschossene Heimat. Haben wir gehört, jetzt habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat, verdammt. Aber jetzt kommen wir da um. Ja, loot mir den Scheiß an dem Tag noch, aber wir sollten auch wieder Schlaf vergeben, wenn wir müde sind. Unser Zuhause, alles ist verloren. Jetzt finde ich wahrscheinlich Buntstifte für die Kleinen. Oder? Er ist deprimiert, deswegen bricht er die Aktionen immer wieder mal ab. Ja, Materialien, alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen. Und Vollsprint, los geht's. Vollsprint, alles looten. Alles looten, alles können wir brauchen. Dann bauen wir noch eine Schaufel. Schaufel wichtig, was haben wir? Ja, genau. Und das machen wir nicht ohne Ding weg. Das machen wir nur per Schaufel. Alles sie weg da. Alles nehmen. Dann brechen wir da Tier beim Heimgehen auf. Brechen wir Tier in den Keller auf. Da ist ein Haufen Zeiger. Da ist ein Käfig. Was ist denn das? Kann man da Essen fangen? Dann hat sie unser Essensproblem. Lies mal so ein Buch. Das ist ein guter Punkt eigentlich, wie man das überhaupt macht. So, ist schon offen. Das durchsuchen wir schnell. Was ist das? Ein großes Foto von Adam und seiner Familie. Zu sehen sind seine Frau und Tochter, ihre Eltern und sein Bruder. Jemand hat deutlich versucht, seinen Bruder aus dem Foto herauszukratzen. Das Arschloch, das! So, Brechstange. Geht eigentlich die Brechstange kaputt? Weil für was soll ich denn jemals einen Dietrich hernehmen? Wenn der danach kaputt ist. Macht überhaupt keinen Sinn. So, was haben wir da? Eine Luren. Oh! Was ist das? Bandagen? Komm mal gut. Oh! Sägeblatt! Das eröffnet sehr viele Türen. Zu sehr vielen Materialien. Was ist jetzt das da? Ah. Falle für Kleintiere. Da kann ich jetzt ein rohes Essen reinlegen und dann... Das tun wir. Natürlich tun wir das. Irgendwann ist dann ein kleines Viech dran. Amelia, es tut mir so leid, ich werde dich finden, ich verspreche es. Loot wir die Bude noch, brechen wir ab, gehen wir um, schlaft wir, Tag abbrechen, dann gehen wir noch mit zu die Penner und befragen wir's. Da sind 10 Teile drin. Hat sich schon rentiert. Hat sich schon rentiert. Tun Sie sich nicht hinunter. Die Investition für die Brücke ist schon wieder drin. Heilendes Klopapier, richtig, Herr Species. Ein farbenfrohes Set Buntstifte. Es ist nahezu vollständig. Amelia, könnt ihr damit malen, was immer ihrer Fantasie entspricht. Haben wir die jetzt gefunden, oder was? Wo Buntstift? Buntstift, wo? Da, Buntstift, tatsächlich, die habe ich übersehen. Eiskalt. Na gut. Aber es ist ja zeitlich gar nicht schaffbar, dass du die Buntstifte findest, bevor sie entführen. Vorausgesetzt, sie wird immer an Tag 2 oder 3 entführt. So, paar Stunden noch schlafen, wir haben noch leicht müde, das passt, die Nacht. So, jetzt ist... Wir haben genau 8 Minuten Zeit. Wir gehen nochmal zur Schule. Und wir nehmen mit. Die Brechstange. Ah ja, die hat eine Haltbarkeit schon. Die hat so eine Haltbarkeitsanzeige. Darum. Hab ich schon verstanden. Wir nehmen ein Sägeblatt mit. Messer, glaube ich, brauchen wir da keins. Bin ich mir fast sicher. Nehmen wir so viel Loot mit, wie es geht. Los geht's. Vollsprint Healing. Scheiße! Buch habe ich vergessen. Ja, ich weiß es eh. Ich weiß es eh. So, geht schon, gehen wir. Die Ratze wird mich schon nicht beißen. Schau, das ist schleichst, du Arschloch. Legen wir einen Vollsprint. Überall, wo wir vorbeilaufen, wo wir da haben wir noch nicht gelootet. Schnell looten. Vollsprint. Wir nehmen alles mit. Dann gehen wir da noch mal einer, wo wir vorher schon waren. Nehmen wir alles mit. Das haben wir schon alles mitgenommen, oder was? Okay. Ein Stockwerk oben. Da ist der Penner, mit dem wir schon geredet haben. Da haben wir was zum Untersuchen. Ein Stapel Papiere. Alles unwichtiger Kram, bis auf eine Notiz über den humanitären Sektor. Wir müssen irgendwie aus der Stadt fliehen, und zwar bald. Ich habe von einem humanitären Korridor erfahren, der in ein paar Tagen für Verwundete und Kinder freigegeben werden soll.
Um passieren zu können, müssen wir uns entweder schwer verletzen oder Kinder bei uns haben. Meine bevorzugte Option sollte offensichtlich sein. Aha. Irgendein Penner hat unsere Tochter geklaut. So schaut's aus. Du Arschloch, du Grintix. Jetzt hat er ein Buch. Kann man das... Warte mal. Rucksack. Buch. Aber ich kann ja nichts machen damit. Muss man sich wahrscheinlich healing oder so. Da. Da halten wir uns mal mit der Alten. Entschuldigen Sie, ich suche meine Tochter. Haben Sie sie gesehen? Was? Ein Kind? Oh mein Gott! Ah, das ist eine alte Pennerin, derer glaube ich. Was ist passiert? Wissen Sie etwas? Sie müssen es mir sagen. Man hat mir mein eigenes Kind genommen, mein armer Junge. Er war gerade 7 Jahre alt. Ja, super. Das tut mir leid, ich wusste das nicht, aber wir können immer noch meine Tochter retten. Jetzt ist er fort. Warum haben Sie mich an ihn erinnert? Warum kann ich nicht einfach vergessen, was passiert ist? Lassen Sie mich in Frieden! Super. Gut. Oh, bin ich runtergefahren. Ja, wenn wir schon mal hier unten sind. Fangen wir gleich mal das Loot noch. Nehmen wir mit. Da liegt auch ein Penner. Ist der tot oder was ist mit ihm? Ein mehrer Penner. Oh, da ist irgendwas mit Fuchsen. Medikamente in großen Mengen. Viele schmutzige Bandagen. Wie konnten Sie sich einen so großen Vorrat anlegen? Das kann ich da schon sagen. Könnten Sie die Apotheke meines Bruders ausgeraubt haben? Hey, Fremdling, fass unsere Kiste nicht an! Warst du in letzter Zeit in der Apotheke? Meine Tochter war dort. Hast du vielleicht gesehen, wohin sie gegangen sind? Wo wir waren. Geht dich nichts an. Und jetzt verpiss dich. Du verstehst das nicht. Sie ist schwer krank. Wenn du etwas weißt, musst du es mir sagen. Du hast wohl Dreck in den Ohren. Ich sag, verpiss dich. Weißt du, was ich dir sag? Brechstange to your face, du Wichser. So nicht! So, kann ich den jetzt looten? Plündern. Ah ja. Der unfreundliche Pennertrottel an der Schlage die halt. Ist mir das lang juckt oder was? Was ist das jetzt? Er hat ein Messer dabei gehabt. Dankeschön. 10 minus 9 Minuten. Oh, wir haben noch 4 Minuten to go. In der Zeit machen wir die Plünderung fertig. Sag ich dir, was ist. Haben wir noch einen? Der mit uns schmerzen kann? Wahrscheinlich nicht. Ich eile. So, die aufbrechen. Ja, das sind die letzten Räume da hinten und dann waren das und die letzten, wo wir noch nicht drin waren. Kriegen wir schon. Haben wir gelernt? Brechstange, größer Messer. Da was herin? Nö, nur Loot. Aber den nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon mal herin sind. Jawohl, ja. Irgendjemand könnte mal den Twitch-Kanal vorbereiten, wo das dann gleich läuft. Ich brauche bloß den Link eigentlich. Das ist auch auf 2 Sekunden. Kühlschrank, plündern. Und dann werden wir uns eh schon wieder verpissen müssen. Bruder. Bruder. 2 Penner neben der Penner-Oma. Schauen wir gleich noch. Und dann da noch mehr einer. Da waren wir noch nicht. Da kann auch noch einer liegen. Jawohl. Ihr könnt ja Informationen über Amelia haben. Ich suche nach meiner verschwundenen Tochter, ein kleines blondes Mädchen. Oh ja, ich habe sie gesehen! Oh Gott, wirklich? Sag mir bitte alles, was du weißt. Du hilfst mir zuerst, dann helfe ich dir. Ich habe großen Hunger. Wenn du mir etwas zu essen bringst, werde ich dir erzählen, was ich weiß. Was hältst du davon, wenn du es mir sofort erzählst und ich dir dafür nicht den Arsch aufreiße? Das ist die richtige Antwort, die ich auch gegeben hätte. Also, wenn du mir wehtust, werde ich kein Wort sagen und wenn du mich tötest, findest du deine Tochter nie. Du willst sie retten? Bring mir das Essen. Ich werde hier warten. Für meine Informationen verlange ich etwas zu essen. Ich bevorzuge Konservendosen. Aber zur Not tut's auch rohes Essen. Bin ich nicht großzügig? 3 rohe Essen möchte er! Warte eine Sekunde. In Ordnung, ich werde dir etwas zu essen besorgen. Warte hier, ich gehe nirgendwo hin. Naja. Das war also jetzt unser Brems. Jetzt passen wir Obacht. Kann man das da als Essen mit sein? Bitte haben wir unser Sägeblatt dabei. Zum Glück habe ich ein Sägeblatt. Fangen wir an zu sägen. Wir spielen jetzt 3 vor, wir haben noch 2 Minuten. 2 minutes to go! So, wir looten. Ist jetzt das Sägeblatt kaputt? Was haben wir da? Oh, ich gebe rum. Super, das hat's ja voll gebracht. So, dann werden wir uns wohl oder übel schleichen müssen, fürchte ich. Haben wir da noch schnell eine? Kann man das mitnehmen? Ja. Ja, dann werden wir uns schleichen müssen. Wir haben unseren Typen gefunden.
Aber wir müssen mehr Essen besorgen. Ja, es ist schon schön verschachtelt gemacht so. Du kannst sagen, was du machst. Es ist ein sehr interessantes Spielprinzip. Aber jetzt müssen wir uns verpissen, weil sonst verpassen wir das Opening. Und ich brauche eine kurze Pause, was zum Trinken holen, schnell eine rauchen. Und dann gehen wir es uns. Freue mich schon! Sag dir, was ist? Man ist ja eigentlich unterwegs. Ja. Dauert ein bisschen. Da gehst du hey. Irgendetwas muss ich von der anderen Seite. Ja, du Vollidiot! Du Vollidiot! Was tust du denn? Okay, geht das Wayfinding-System nicht so weit. Ach so, rennt zum Ausgang. Hm. Das geht schon. Ich sollte zurückkehren. Ja, ich bin schon unterwegs. War das gerade ein Tampon, was du da gelootet hast? Gute Frage. Was kannst du noch mal... Da warten 2 Konservendosen. Wieso kann ich ihm die nicht geben? Hat doch gesagt, er bevorzugt Konservendosen, der Trottel. Die Sonne geht auf, ich muss los! Ich bin schon fort, einer bis zurück. Ja, Gott sei Dank, das war aber eine knappe Geschichte. Du. Lädt. Wie ist denn jetzt das mit dem Speichern? Ich habe da keinen Speichern-Button nicht gefunden. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Tagebuch. Erste Opfer. Okay. Okay. Diese Nacht war ruhig, wir haben einen Haufen Zeit gelut, also wirklich einen riesengroßen. Wir haben sehr hungrig, da können wir uns einmal Dinge pflanzen, das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Zu viel Essen für eine Information, aber ich würde alles tun, um sie zu retten. Das stimmt, aber für das haben wir unsere Kleintierfalle. Und die werden wir beim nächsten Mal looten, wehe, ihr erinnert mich nicht dran. Vorausgesetzt, besprechen wir es nochmal, um Gottes Willen, wenn ihr Bock habt. Ja, muss ich jetzt da auf Aufgeben drücken und ist der Spielstand weg? Nein. Kann mir das jemand sagen? Wenn du das Spiel wieder startest, kannst du neu starten oder weiter. Okay, das wollte ich hören. Also ich gehe auf Aufgeben. Ich gehe da aber nicht anders. Bist du dir sicher, dass du das Spiel schließen willst? Jeglicher Fortschritt im letzten Speichern geht verloren. Ich nehme mal an, das letzte Speichern ist immer im Nachtzyklus. Wird schon funktionieren dann. Ja, Friends of the Sun. Dann da die Song. Das ist gar nicht schlecht. Project Zomboid macht ein bisschen mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist eine ganz andere Art von Spiel, aber da unterhalten wir uns das nächste Mal drüber. In 4 Minuten geht's los. Jetzt weiß ich mich aber. Jetzt machen wir da mal raus aus dem Spiel. Dann, ja fuck, ich habe jetzt kein Ding nicht, keine Szene nicht hergekriegt, dass man Videos anschauen kann. Wir machen so. Achtung, ich nehmen wir das YouTube-Video, weil es mir ehrlich gesagt wurscht ist. Pass auf, das machen wir zu, das machen wir zu, machen wir so. Und so machen wir 2 neue Tops auf. YouTube-Video. Achtung! Meine sehr verehrten Damen und Herren, oh ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir machen so. Dann haben wir schon da. Stay tuned! Wir machen Vollbild. Und dann sind wir da. So, jetzt ganz ehrlich, wir unterhalten uns noch genügend. Jetzt dann sage ich dir, was ist. Jetzt geht ja jeder nochmal schnell. Bisseln, holt euch was zum Trinken, geht zu einer Raucher. In ungefähr 3 Minuten geht's los, dann bin ich wieder da und dann schauen wir uns völlig unerwarteterweise das PlayStation Showcase an. Ich bin sehr gespannt. We will see. Und über das Spiel. Haben wir schon wieder da! Geht schon los! Perfekt Timing!
So, Kinder. Mein Balletten ist übrigens auch schon da. Achtung, Sound of Satisfaction. Hat keiner gesehen. Cinematic Trailer. Es geht sofort los mit Trailer. Hau rein, die Bude! Hau rein! Ich brauch ein Wichstier, ich hab auf die Tastatur aufgeträdelt. You wanna know about us? Seems like everyone does these days. It's simple. Too much money and too much power is held by just a few people. Das Cyberpunk It's only DLC. getting worse. Oder wie heißt denn das Hackerspiel? So, Wie heißt denn das we decided to Hackerspiel? do something about it. Watch Dogs 58. Let's go. Mary jeans, designer socks too. I got the swag too. It's a haiku. I'm something like you. Might drink and drive too. Work 9 to 5s when I was in high school. These shoes here don't come out till June. This my pick. I'll crop you. Married to the game. Said my I-dos. Got a window. Ist nicht erst der seat Watch like Dogs everybody. gekommen? Ist der Sound laut, leise oder ist es okay? Versteht man mich noch? Keine Ahnung. Muss ich jetzt mal was trinken? Oh. You ain't got it, then you can't flaunt it. Pull up Lamborghini and Ja, muss ganz ehrlich sagen, von so Cinematic Trailer lasse ich mich nicht mehr beeindrucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das ist ein ganz nice Spiel, oder was? Take it till you make it. Aber es schaut halt einfach nach einem Watch Dogs oder Dings aus. Kann weg. Kann weg, war mir zu bunt, war mir zu diverse, weg mit dem Schunz. Keine Ahnung. Co-op hieß Game, ja. Kann weg. Bin ich auch der Meinung. Hi everyone, Hi, I'm Jim Ryan, bin der President Bürger. and CEO of Sony Interactive Ich bin der Entertainment. CEO von Bürger I'm GmbH. delighted to be here today to introduce what's next for PlayStation 5. We're now into the third year of the life cycle of PS5, and we've been fortunate Braucht's to Untertitel? have so many fan-favorite titles released on the platform. What's even more exciting is that developers are just scratching the surface of what's possible with the gaming experiences that they create. Today, you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content that will be coming to PS5 and PlayStation VR 2. And now, what you've all been waiting for. Enjoy the show. Ich kann's nicht übersetzen. Automatisch generiert. Ja. Super Earth. Ich kann's leider nicht automatisch übersetzen. Geht offensichtlich in einem Livestream Our nicht. way of life. But freedom doesn't come free. Sweet liberty! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy Oh, right die machen das now. wieder aus da. And you could be next. Ist das das Starship That Troopers is, Spiel? unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Was sind Helldivers? Ich hab nicht genau aufgepasst. Das war schon ein Starship Troopers Bug, oder? Arrowhead? Ist da nicht so ein Koop? Experience true freedom. The freedom to travel the galaxy. And Ja, wieder secure the Koop-Shooter. resources we need Third Person build a offensichtlich. better tomorrow. Ist aber nicht Starship Troopers, The oder? freedom to encounter fascinating life forms and introduce them to our sophisticated technology. The freedom to make new friends and represent the Das ist best wichtig, ja. Scheiß of what Emotes sind Super wichtig, weil die Earth kann man has to verkaufen. offer. Ja, es hat schon einen Starship Become Troopers part of Vibe, an aber es ist doch nicht elite Starship peacekeeping Troopers. force I want and to know work more! together Ich leiste to meinen spread Beitrag! prosperity, Auch ich leiste meinen Beitrag. liberty, and democracy. Become part of something larger than yourself. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver.
Helldivers 2 sogar schon. Decapitation or morbidation. Gibt's einen ersten Teil? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, schaut nach einem Koop-Shooter aus, so. So Wave-mäßig, so Tower-Defense-mäßig. Aber da ist es ist ein Koop-Shooter gekommen, mit Basebauen und so im Starship Troopers-Universum, mit der Lizenz und so. Das hat auch nicht so schlecht ausgeschaut. Sir? It's the hand. Zugeschissen mit Trailer, her damit. Follow, but do not engage. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Maybe engage a little. Ist schon vorbei. EA, deine Scheißdreckspiele kannst du selber kennen. Da, der generische 0815 Scheiß, keine Ahnung. Das hat null, sag ich von da, das hat null Charakter, schaut aus wie irgendein 0815 Spiel. Keine Ahnung. Zum 100.000. Mal denselben Müll. Nightblades have established a stronghold, and Kirkin seems to think you might not get me killed. Jury's still out on that one. Wow, tolle Waffen. Wenn du schießt, ist die komische Kugel da im Weg, dass du nicht siehst, wo du hinschießt. Super, nice. Also ganz ehrlich, das schaut auch ziemlich... Es schaut einfach aus wie Oh boy. irgendwelche Unreal Engine for Free Assets zusammengeschissen. Versucht Doom Eternal zum sein. In Rashani and super Devin had enough yet. diverse. We haven't given them enough yet. Go away! Du bist ein bisschen Skyrim-Zauberei. Da! Sag ich nichts, die komische Kräne Schlauch da, du Wurstel. Your men killed my family. Don't turn your back on me! Wie schlecht schaut denn der Lasereffekt da oben aus, bitte? What year is it? Immortals of Aveum. Ja, Pre-Order now. Pre-Order dein Mann, du fetter Huren! Kannst selber spielen, den Schund. 505 Games. Für die Muse? One more level. Okay, schaut schon besser aus, schaut aber auch noch Cinematic Trailer aus. Tron-Vibes. Da ist ein Motorrad drin, ich muss die haben, es ist ein Fendt 400, ich weiß es nicht. Erkennt man schon, was es ist? Ich erkenne es nicht. Ich bin nicht so PlayStation-Exklusivtitel affin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es Exklusivtitel sind. Halt, Moment, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das ist der zweite Teil von irgendwas, wo es halt so ja, Ghost Runner. Doch, ich kenn's schon. Kenn ich schon. Und das war gar nicht schlecht. Das war sau schwierig. Haben wir im Stream nie gespielt, aber offstream haben wir es gespielt. Blood Will Run 2023. Das war nicht schlecht. War ein Indie-Game ursprünglich, glaube ich. Ich glaube, es ist ja immer nur ein Indie-Game, aber es ist ja wurscht. Aber okay. Jetzt haut's ab mit Cinematic Trailer. Ich möchte einen 30-Sekunden-Teaser und dann geht. have only 66 days to live. Okay. Habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Wie heißt's denn? Just run away. Schaut sehr entsättigt aus. Ist schon wieder das komische Anime-Set Final Fantasy Look und so. Da krieg ich schon das Kotzen. Das schaut ganz nett It won't aus. make any difference at the end of the day. You know better than anyone else. Kann mit diesen Settings nichts anfangen. Aber gut ausschauen tut's, wenn das Ingame-Grafik ist. Oh, ich hab keine Ahnung, was das ist. Für den Titel her vielleicht. Neo 3? Everyone wears a mask. You too. This is a real Möglich? Möglich, warum nicht? Let you live. Auf alle Fälle Souls-like, hätte ich auch gesagt. Sekiro ist auf keinen Fall, für das schaut's
Alter, ich geh auf die 40 zu. Wer soll denn das spielen? Ich hab's nicht mehr anschauen können. Oh mein Gott, Alter. What the fuck is happening? Hallo, ich bin so alt wie der Typ da. One last toast. And we're all done. Ja, so, aber das Fernsehen mit dem Setting langsam, es schaut ganz cool aus. Aber zaubert schnell, Alter. Was ist das? Ich check überhaupt nicht, was überhaupt passiert. Was soll denn da noch mitkommen? Sag mal. Ja, langsam, aber sicher, je länger das ich so schaue, desto mehr Sekiro-Feeling kriege ich. Patience is the key, Master. Optimiert für die 5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne von TikTok-User. Minus 5 Sekunden meinst du? Oh mein Gott, ich hab einen Flo übersehen. Flo, du bist schon fort, der bockt. Was ich schon gesagt, aber merci für alles. Niemand bedankt sich bei mir. Mit Videostreams und Podcasts. Du glaubst nicht, wie gut der Content tut. Nach einem richtigen Scheißtag hat man schon geholfen. Merci, Sektion Oberland, Open Out. Flo, ich hoffe, du sagst es im Nachschau-Squad. Danke dir. Phantom Blade. Na, höre ich zum ersten Mal, muss ich sagen. Muss ich das sagen, wie es ist. 66 days to live. Get my heart back. Ein From Software-Titel war geil. Und nicht dieses Mecha-Dings da, das stickt mir gar nicht. Aber Elden Ring DLC. Oder Sekiro 2. Looks like Journey 2. From the Visionary. Na, Absu war's. Und ja, Pathways und kenne ich nicht, aber Journey kenne ich. Kennt man sofort irgendwie am Artstyle. Armored Core Money, richtig, bei From Software. Und Bloodborne 2 da die auch nicht mehr. Oder Bloodborne für den PC. Oh Gott, dann darf ich das auch nicht mal spielen. Also Absu und Journey waren sehr absurde Spiele so. Habe ich auch beide nur angespielt und so. Ja, weiß auch nicht. Ist nicht so meins. Oder war ein geiler Artstyle. Ja, das ist absolut richtig. Also der künstlerische Aspekt vom Artstyle ist ganz groß. War bei den alten Spielen ganz groß. Sword of the Sea. Ja, why not? Ich glaube, es ist ein gemütliches Spiel für nebenbei so ein bisschen. Artsy-fartsy Indie-Geschwurbel. Bisschen schon. Bloodborne ist ja in Spekulation für den PC. Deswegen habe ich es mir auch erhofft. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs iRobot, and the game. wonders, things that I in my garden could never have imagined. Pew pew! Think of the world we could build if we believed in ourselves. If we truly believed in what it means to be sentient. To face the universe without fear or delusion. Imagine vast cities full of life and light. Ich checke gar nicht, was das wieder sein soll. Towards the sky. Was heißt, okay, der geht an der Decke umeinander, warum nichts? So much would be possible. Gott, wenn ich den lila Laser-Effekt schon wieder sehe, langt mir eigentlich schon wieder. If we still had faith. Taylor's Principle 2?
Da kenne ich so viele Spiele nicht, ich weiß nicht mehr, was The Taylor's Principle 1 ist. Haben das eigentlich alles PS-Exklusivtitel oder kommt da auch plattformübergreifendes, was da eventuell vorgestellt wird? Ist ein Puzzlespiel? Ja, ist auch nicht so meins, muss ich sagen. Oder in den seltensten Fällen. From the creators of Chris. Fugi! Oh, das schaut mir schon wieder nach einer unfassbar traurigen Geschichte an. Oh. Wenn ein Hund pfeift hat. Prinzessin Mononoke Vibes. Hart. Schaut mir noch Jump'n'Run an. Sowas wie Sultan Sanctuary oder Hollow Knight oder Celeste oder... Na. Oh Gott. Hat jemand Ori and the Will of the Wisps und Ori, ja, ich glaube, der Will of the Wisps ist der zweite Teil. Sitzt am Anfang schon da und fängst das Training an. Ist hundertprozentig sowas wie Ori, 100 Pro. Und The Blind Forest, ja. Cat Quest! Call me in, bitch! Oh Gott, na, wir schauen dies wieder aus. Es tut mir so leid, aber ich die Spiele kann ich nicht, der Bocker, das ist für mich der grüne Schlaganfall. Das kann ich einfach nicht. Echt, das dauert nur bis 2014, 2024, bis wir das Spiel fertig haben. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, na, einfach na. Da haben wir mal wieder was Ernsthaftes da. Okay. I'm listening. Overwatch auf Wish besteht 100%. Okay. Der nächste 0815 Area Shooter, bla. Oh Gott, das ist so bunt! Warum man das auch gehauen? Was ist denn das? Was ist was? Wow, man schießt man nur mit Kugeln, sondern mit Schaumbatzen. Mein Gott, Entschuldigung an den Pralinsgott, aber schwuler wird's nicht mehr. Ach. Gender Simulator. Gender Gäste 2025. Ich glaube, unser Pralin-Squad, der wird auch mal wieder erwähnt. Bei uns sind alle Homosexuellen in der Community, sind bei uns der Pralin-Squad. Ich habe die offizielle Erlaubnis von unserem bereits bestehenden Pralin-Squad, dass ich solche Ausdrücke benutzen darf. Und Entschuldigung, aber schwuler wird's nicht mehr. Ja, was ist die Scheiße da? Und was ist das da? Oh ja, roll mit einer Pittenkugel umeinander. Ja, ui. Oh Gott im Himmel, was ist das? Das LGBTQ Battle Royale. Der LGBTQ Arena 3. Ready for the Foam Star Party? Oh, what? Okay, hau ab.
Foam Stars. Ich glaub, das ist ja Octagon-Scheiß. Ein Linz. Und selber steht. Wieder irgend so ein Ding. Welcome to the land of Mojo. Here we find Jot, the plucky squire, and his friends, Violet, Thrash, and Pip. Our heroes protect the land from the villainous sorcerer, Humgrump. They adventure to the edges of their realm, and even beyond. Okay. There, Jot finds a whole new world to explore, with dangers, surprises, and attractively furnished accommodation. Our heroes must battle Humgrump across the two realms if they are to save their beloved land from his diabolical designs. Okay, es schaut mir noch sehr vielen verrückten Ideen an. Nach einem sehr guten Plattformer. Das kann tatsächlich nicht schlecht sein. Aber mich interessiert es nicht. Aber es gibt, glaube ich, genügend Leute, die sich eine Spiele mengen. Aber es ist jetzt das quietschi-bunti Kinderding, da muss das aber sein. Warum gibt's denn sowas nicht in blutig ernst? Löckel! Was ist der Löckel? Ich weiß auch Gott, wenn ich Minecraft-Grafik schon wieder sehe, dann kotze ich schon wieder im Dreieck. Der scheiß Voxelmister. Flip aus, was ist das? Roblox 8. Ach. Na halt, stopp, das glaube ich habe ich schon mal gesehen. Ist das Spiel, wo man alles kaputt machen muss und so? Ja, ich gewirr mit der Grafik nicht warm. Es ist halt alles schaut aus wie Minecraft und lass mich in Ruhe damit. Kommt da heute, jetzt haben wir 24 Minuten in-game, kommt da heute noch irgendein ernstzunehmendes Spiel? Also es ist halt so wirklich so, Alter, geil. Ja, das ist schon das. Wo halt alles so physikalisch richtig kaputt geht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das beeindruckt mich überhaupt nicht. Was jetzt Sunny? Da, das was der Partecke schreibt. Alter, kaufst du PS5 für 1 Million Euro und dann hast du Mobile Games und Pixelkack. Ich kaufe ja auch einen Gaming-PC für 16-Bit Classic Games. Das trifft's auf den Punkt. Oh, es war übrigens Teardown. Was Teardown 1 oder 2? Ja, für die Schriftart ist es Geld ausgegangen, glaube ich. Entschuldigung. Für schöne Schriftart hat leider das Bankkonto nicht mehr Wandvorbestellungen zwingen. Not actual Gameplay. Bin aber gespannt. Käfer! Lass mich raten, wir laufen mal als Ameise. Ich mag als Ameise rumlaufen. Geil! Ich mag eine Ameise sein, jetzt. Ja? Gib mir Sim-End. Ja! Na? Das ist wieder ganz was anderes. Möchtest du weten? Jetzt ein Trap. Boah, gib mir einen Kolonisationssimulator. Vogel! Froschi! Das ist ein Luftschiff, glaube ich, oder was war das? Oh, ich schmeck Dinosaurier. Ich glaube, ich schmeck Dinosaurier. Schmecke Dinosaurier? Jetzt möchte ich da nämlich seinen Frosch essen, dann kommt der Dino und frisst ihn. Möchtest du wetten? Möchtest du wetten? Oh, da unten drunter ist was. Ist eh Ex. Prodigy the Skelett. Snake. Snake. Okay. Der Trailer ist jetzt, läuft jetzt 1 Minuten und er ist ungefähr so viel saugend wie dieses Getränk. Es sagt nichts. Wie ungewöhnlich. Oh. What? What? What a thrill. Ja, ist unmöglich, oder? Darkness and silence through the night.
Ist ein Remake, oder? I'm searching and I'll melt into you. Was bedeutet das? Was ist ein Snakey? Das ist der zweite Teil, oder? Metal Gear Solid Master Collection Volume 1? Sneak Peek. Jetzt mach ich mal langsam, so schnell kann das kein Mensch lesen! Ich weiß nicht, was passiert ist! Ah, Snake Eater ist Metal Gear Solid 3. Ja gut, aber es ist auch wieder, ich möchte ein Remake mit neuen Spiele haben. Metal Gear Solid, ja. Aber freut sich irgendjemand auf Metal Gear Solid 3, dass es zum 100. Mal spenden darf? Danke. Und nur mehr Geld dafür ausgeben? Oder Schalulu? Ah ja, das nächste 180. generische 0815 Open World Survival Aufbau. In einem anderen Setting. Bau ein Baum ab, bau Hütte. Ich glaube, ich möchte Walheim sein, wenn es mal so schon so ein bisschen. Aber gut ausschauen tut's. Also wenn das Ingame-Grafik ist, ja, halt, stopp! Halt, stopp! Ist das, wo man so seine Basis auf dem Rücken von einer Schildkröte baut oder so ein Scheiß? Absolut nichtssagend. Ist das jetzt ein Adventure? Ist es ein Aufbauspiel? Ist es ein Survival-Spiel? What the fuck? Was ist das? Ja, es haben jetzt die Assassin's Creed. Ja, schaut nicht nach Assassin's Creed aus. Oder ein bisschen Final Fantasy Vibes. Monster Hunter, huh? You better hope so. Crystals take more than they give. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? To hell we're talking. If they won't give us Bei a say, Final we'll Fantasy decide 16 our fate schreiben some Leute. other way. Are you with me? Ich bin halt mit Final Fantasy was anfangen kann. Why aren't you dead? You got branded! Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? Monster Hunter ist Capcom? Echt? Hab ich gar nicht gewusst. Da ich Monster Hunter auch nicht spiele. Hat für mich so viel Final Fantasy Vibes, dass ich nichts damit anfangen kann. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this. Das ist mir ein bisschen zu viel WoW. Also die Spiele da haben überhaupt nichts mit WoW zu tun. Also gar nichts, null Zero Matter. We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Who are we? What are the dominants? We are but mighty acts of God. Enough of this! I use my talents to my advantage, and you would tell me there is shame in that? We shared a dream! I would be the king of the world! Darkness. Das ist immer alles zu krass. Das ist, schau mal, was da abgeht. Ich hab schon 4 Epilepsies, mir ist das Hirn schon 5-mal stehen geblieben. I made a promise to my Ich kann einfach nichts anfangen damit. Ja genau, da Hallo Daso schreibt, kein Plan, was da passiert. Kennt man die Charaktere? Ist sie, what the fuck is happening? Ich hab keine Ahnung mehr. Bla bla bla, 25 Battle in 2 Sekunden nicht. Überall Kristalle und tatsächlich Final Fantasy 16. Ja, ist ein großer Titel für sehr viel Leute, für sehr viele. Ich werde nicht warm damit. Ums Verrecken nicht. Bin ich nie warm geworden und überhaupt. Am 22. Juni, das ist aber nicht mehr lang hin,
Das sind 4 Wochen, Freunde der Söhne. Freunde der Söhne. Ich wünsche allen viel Spaß. Ja, wer die Diablo 4 suchten. So, was kommt jetzt da noch? Bis jetzt habe ich noch nichts Gescheites gesehen. Gut, Final Fantasy. Ist für viele, aber für mich ist nichts. Da ist kein einziges Spiel gesehen, das mich interessiert. I'm trapped here. In this nightmare. Haben wir jetzt endlich so. I write to escape. Outlast, hä? Every word is a step forward. Ist dieser Outlast? Into darkness. Das ist John Wick Spiel. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. And this? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew Al Victim? Only the rumors. He was chasing a writer. Someone Ist doch der Keanu Reeves, ne? Was playing a game with them. Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story Alan was Wake. dead. Okay, schaut auf alle Fälle mal. Okay. I'm interested. Oh, well, I'm interested. Oh. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Easy now. Wieso First things Alan Wake? first. What's your name? Ja, ich hatte recht! Oh mein Gott. Oh mein Gott, im fucking Oktober. Ja, PlayStation muss her. Aber das kommt für den PC, glaube ich, ja. Ja, da werden wir reinlunzen, Kinder. Das erste gute Spiel. Wunderschön. Ja, Assassin's Creed, leck mir am Arsch mit deinem Dreck. Da dringe ich mal, damit nichts passiert. Welcome, Hidden One. Ja, dass sie nur draufschreiben, 300 Ubisoft You Original. have died and been reborn. Moment mal, ist das ein Remake vom ersten Teil? Fangen die jetzt auch, ja? Den ersten habe ich auch noch gespielt, aber das ist seit 15 Jahren her. Without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Ihr schreibt's Assassin's Creed Mirage. So heißt das nein, das weiß ich, aber ich kenne das Setting nicht. Im Prinzip schaut's aus wie so eins, seien wir uns ehrlich. Im Prinzip ist nichts anderes wie das unser Remake, bloß es steht halt nicht drauf. Oh, es schaut ja genauso aus. And let's go. The stage is yours, Basim. We will be watching. Es schaut genauso aus wie so unser. Assassin's Creed Mirage. 12. Oktober, ja. Ich spiele kein Assassin's Creed mehr, das sind alles für mich die gleichen Spiele. Aber die Leute, die damit Spaß haben, um Gottes Willen, hauen sie rein. Gibt genügend, sonst daten sie nicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre ins Mal. Zeichen- und Animationsstil gefällt mir. Also es wird kein Spiel für uns, aber ich finde es immer nett, wenn so Indie-Games so einen eigenen Stil einfach haben. Straight 2. War da ein Katzenarschlag? Revenant Hill.
Super Trailer sagt absolut gar nichts. Später Cuts, ist der Farm Simulator, ist. Warum ein Allweil? Dieser nichtssagende Scheiß Allweil. Bis jetzt war es noch. Gut, wir haben jetzt 37 Minuten drin, bis um 11 Uhr dauert es ungefähr. Schätzungsweise. Bis jetzt war noch nichts Gescheites dabei. Alan Wake war das Interessanteste jetzt für uns. Final Fantasy 16, aber so ein richtig. Da wissen wir ja schon lange, dass die Sachen kommen. Da brauche ich jetzt keinen Trailer nicht. Schaut auch wieder so. Das 100. schaut auch wieder. Immer dieser Anime-Chinesen-Style-Scheiß. Ich hasse es. Ja, warum schauen die immer so aus? Ich mag keine 14-jährigen Kinder spulen in seine Spiele. Quietschi, Bunti, ja, oder mal Feed auf Wish bestellt. Und immer diese Kinderstimmen und so ein Scheißdreck. Ich hasse es. Nimmer je bunter, desto besser. Da gluckst mit dem Schwert. Ihr kennt nichts von lauter schnell. Ja, der Garen als Kind. Kylie als Kind. Grand Blue Fantasy, bla, available. Egal wann, glaubt das mir wurscht, ich hasse ihn nicht. Okay. Halten wir uns einmal, Capcom. Oh Gott, das fängt schon wieder super fancy und das kann der nächste Diversity Simulator sein. I've crossed paths with many during my journey for true strength. Street Fighter? I've also met my share of enemies. Opponents I had to overcome. Das war der Ryu, oder? My journey knows no end. Ist der Ryu? I will continue to do what I have always done. When you said ja, Chun-Li! Despite having no real Die kenne ich nicht. Zangief! Die kenne ich auch nicht, die ist schon wieder super diverse. Da und da kenne ich auch nicht. Masters, he was set up. Der Ken! Hot, 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 hot! Oh, der Ramos. Hey, hat das der Blanka sein sollen? Ist das sehr ernst? Kenn ich auch nicht, komm, geil! Oh Gott, was hast du für ein Onesie, du peinlicher Trottel? Die kenn ich auch nicht. Der Dalsim! Oder den Boy mittlerweile. Ja, da hat er schon 30 Jahre am Bugel, der Dude. Wen haben wir noch? Bison. He attempted to set the world under Oh, der Bison. Das ist also der Bison. Das ist also aus dem Bison geworden. Okay. When you go looking for strength, it's not Hey, Honda! This journey doesn't have a real ending. Du hast ja an so einen Scheiß noch erinnert den ganzen Tag. Die anderen kenne ich ja nicht, die sollen abhauen. Ja, ich weiß auch nicht. Haben wir wieder bei Beat'em Ups, oder wer spielt denn sowas in dem Jahrzehnt noch? Ich glaube es nicht. Costume, Color, Outfit, geil, ja, super. Also wer wirklich 50, 60 Euro für ein Beat'em Up ausgibt, ich kann es nicht verstehen. Weiß nicht, war in dem Dr. Pepper LSD drin? Was schauen wir uns da an? Ah, okay. Das ist nicht unterschätzen, sehen die Plattformen oft sehr, sehr gut. Wie zum Beispiel Dead Cells, Hollow Knight, wo wir vorher schon mal aufgezählt haben. Ja, Mario, sicherlich. Aber da wird meistens wieder gekämpft. Ja. Sanctuary kann ich da auch sehr gut empfehlen. Das ist Bullshit schwer, aber Bullshit gut. Hat ein bisschen einen Zeichenstil, das Viech von Rick and Morty. Bisschen schon, das jetzt nicht. Aber das Viech hat ein bisschen einen Rick and Morty Flair gehabt. Ultros. Kommen wir mal, ist ein Spiel für zwischendrin. Nichts für den Stream, selbstverständlich, aber für uns selber könnte ganz cool sein. Oder einen sehr interessanten und gewagten Bunt-Stil, aber ja, es ist halt bunt. Mit Farbe und bunt.
So, Kinder, jetzt haben wir es 3/4. Jetzt darf mal irgendein Announcement kommen, wo jeder sagt, Kruzifix, hast die scheiß Sony-Präsentation gesehen. Perfect World Games. Ah ja, das nächste Chinesenkind. Im Meckanzug. In 3, 2, 1. Dipfel. Ach komm. Oh Gott, das ist MMO. Oh Gott, was ist das? Warum spiele ich so Spiele? Das ist so bunt und dann wieder so viel bunt und so viel Kinder-Anime-Scheißdreck. Warum macht man so ein Spiel nicht mal in cool? Für Erwachsene und nicht Pedos. Das wäre mal toll. Aber nein. Bereit ist, mir ist wieder ein Zwiegel 50. Hätten wir weitergespielt, wäre es gescheiter gewesen. Ja, Alan Wake. Ist okay. Überspring den Schmarrn. Fassi, this is not how our Livestream works. Können wir jetzt bitte ein Erwachsenenspiel haben, bitte. Irgendwanns. Okay, es schaut erwachsen aus. Let's have a look. Oh, okay, Capcom. Let's have a look. Aber Capcom ist auch gerne einmal dabei mit einem Anime-Bullshit. Aber ich weiß nicht, was ist. Dragon's Dogma habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was ist. Was ist das? Um Gottes Willen, keine Anime-Charaktere. Danke. You need only believe in your own destiny, Arisen. Of course. That begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen? Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. Praise be. Catch this coin. Can lead us true. Long live the Dein Mann. Okay, schaut mir noch einen stabilen Action-RPG an. Third Person. Was ist das? Oh. That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. Was ist das für eine Art von Spiel? Action-RPG. Third-Person-Action-RPG, so weiß ich nicht. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal Aber social interaction. schaut mir nicht so schlecht aus wie der ganze Rest. Ich kenn's nicht. Sorry, ich kenne es eins nicht. And to find a job that treats you mostly with respect and only infrequently with contempt. For that reason, we are excited to inform you that you did an adequate enough job the first time around to have you back. Undrammable! Merci für den Fünfer! Ich glaube, es Announcement am Schluss wird, dass Sony ein neue Handheld bringt und die Spiele alle für die sind. Das kann einiges erklären. Ja. Und da habe ich ein bisschen Bioshock-Vibes. Im Übrigen. Five Nights at Freddy's, Alter. Help Wanted. Ist jetzt dann endlich so weit, dass wir es einmal spielen müssen. Help Wanted 2. Late 23. Ja, hab's für den Horror Oktober. Vielleicht finally endlich mal. Jetzt kommt VR 2, Scheiße. Das wollen sie wirklich mit Gewalt durchsetzen. Wieso geht denn das Ding da eigentlich nicht mehr weg jetzt da? Das ist weg jetzt da. Undrummable merci dir. Resident Evil 4 VR oder was? How far could he have gone? So nicht lang her. She's gone very, very fucking far.
A long, long way to go. Das ist Resident Evil 4. Das haben wir erst vor einem Monat gespielt, Kinder. Durchgespielt. Kommt halt für VR wahrscheinlich, nehme ich an. Was auch mit Sicherheit cool, das kann cool sein. Aber anstrengend, wir möchten das dort länger wie eine Stunde. Brauche Sauerstoffzeit und Physiotherapeuten. Ich möchte jetzt Gameplay sehen, schieß mal. Oh ja. Okay. Ja, das könnte ich mir schon cool vorstellen. Kann schon cool sein. Aber kommt halt nicht für den PC, also ist völlig irrelevant und ich kaufe mir nie wieder ein VR-Brenn. Nie wieder. A new game. Forgive me, Father, for I've sinned. Like, a lot. You see, everything started 2 years ago. Zombie-Spiel? I met Fred. Fred? And ever since then, it's like I see his face everywhere. And lately, I've started to develop some destructive Left 4 Dead kommt nicht für PlayStation. Oder es wird nicht vorgestellt auf der PlayStation-Ding. What's a bit of harmless fun? Hello, Is it a VR-Spiel? Blah, 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 blah. And since I met my new best friend, I guess I get a little overprotective. Ja, es ist ein Zombie-Shooter. Okay, very overprotective. I'd love to sit here all day and chew your ear off. I'll be right out, boy. But as you know, time waits for no man. Catch you later, Fred. Who's a good boy? Oh mein Gott, man hat einen Hut. Ich wollte gerade sagen, da haben wir den ersten Teil gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Arizona Sunshine 2. LOL. Das kann man uns schon genehmigen. Wenn wir mal wieder VR auspacken, das kann man uns schon genehmigen. Das kommt für den PC auch. Da hätten wir als 1 weiterspielen können eigentlich. Okay, wildes Geballer appiert. Call of Duty 5 für 30. Säge bis du her den scheiß Auto eben. Nein, wenn in VR so moven kann, ohne dass man schlecht wird. Dann haben so Shooter warten sicher geil. Aber es ist so anstrengend. Crossfire Zero Squad! Der Kranke schreibt übrigens auch, kauf mir keine VR mehr. Damit meine ich hab schon eine. Und Arizona Sunshine gibt es auch für den PC und dann können wir das einfach da spielen. Das liegt noch vielleicht an deiner Brünnbürger? Nein, das nicht. Aber ich es ausprobiert. Ohne mit allem, was so an Tipps gibt, nichts hilft. Außer pure Gewohnheit und ich hab keinen Bock, dass man 5 Stunden Kotze schlecht ist. Ist das jetzt nur noch VR 2 Scheiß da, oder was? Wow, der 25. Shooter in VR, Dankeschön. Super. Haben wir fast gar nicht gehabt. Ich habe ein Valve Index. Und ich glaube überall hin für das, was ich spiele. Ich nehme gar nichts. Das war das einzige Spiel, was richtig was taugt hat, war Half-Life Alyx. Und das war ein Spiel. So viel soll jetzt, mehr soll jetzt da nicht dazu. Nein, also an der VR-Brühen, nein, an der liegt es auch nicht. Also der Index ist, oder war bis zur VR 2 jetzt wahrscheinlich die beste Brühen seit Ewigkeiten. Und an dem liegt es nicht. Ich hätte auch gerne VR-Brühen, aber dann ist meine Bude hin. Nein, das stimmt nicht. Du sagst, in der VR-Brühen kannst du einen Bereich abstecken, den du in deiner Brühen dann siehst oder sichtbar wird, wenn du dem zu nahe kommst. Also kann da nichts passieren. Fallout 4 VR auch geil, ja das stimmt, aber Fallout 4 ist so ein Spiel,
da verbringe ich mehrere Stunden am Stück drin und da mag ich nicht stehen oder sitzen und umeinander fuchteln, sondern ich mag... bin da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die VR-Brillen war eine der größten Fehlinvestitionen in meiner gesamten Gaming-Karriere. Ich wollte es halt auch unbedingt mal ausprobieren, aber Fallout 4 und Skyrim VR waren nicht geil, ohne Mods auf der Index unspielbar. Also ganz ehrlich, Fallout 4 hat eigentlich überraschend gut hingehauen, Skyrim habe ich nicht lang gespielt. Ja, Beat Saber 25. Nein. So, da mache ich jetzt halt einfach mal schnell Musik aus. Weil das wird garantiert claimed. Da können wir uns einmal Brief und Siegel geben. Der Finger hat auch daran glauben müssen, das stimmt. DMCA, having a good time. Wenigstens das Lied gut, das stimmt, aber das muss ich leider ausmachen, weil sonst. Da kann es sogar passieren, dass sie unseren Stream instant striken. Ja, tu das weg jetzt! Das ist einfach so kontraproduktiv. Du kannst die Spiele nicht streamen. Boah, das Queen Music Pack. Da machen wir wieder an. Kommt jetzt da heute bitte einmal noch irgendein brauchbares Spiel über Alan Wake. Bitte, macht aber Spaß, das stimmt. Aber da brauche ich auch noch 5 Minuten der Sauerstoffzeit. Ja, bunter Rauch, Neonfarben, bla bla bla. Anime-Bullshit-Grafik in 3, 2. Bungie. Der Riese Mike schreibt, der Gebirge, das Spiel mit den Gladiatoren im VR hat der auch schon taugt. Ja, aber wie lang denn? Das speist sich in die Spiele, spielst 2 Stunden und dann kannst du wieder schießen gehen. Ja, bunt, quietschi-bunti. Absolut nichts sagen, der Trailer, Erscheinungsdatum, Pre-Order now. Schießen wir wieder mit Farbkugeln, weil echte Kugeln dann einfach zu undivers. Diesmal bin's nicht ich. Marathon. Ja. Super. Discover more at marathongame.com. Ich hätte es noch weniger lang einblenden, damit man ja nicht nachschauen kann. Destiny Battle Royale. Ja, ich hätte jetzt auch auf Battle Royale. What year is it? Keine Ahnung. 2017 ruft an und möchte sein PUBG zurück. Ist Destiny von Bungie? Weiß ich nicht, ich habe Destiny nie gespielt, interessiert mich auch nicht. Loot-Shooter, absolute Bullscheiße. Oh. Ja, I don't even know where to begin. You've missed so much. Diverser wird's nicht mehr. We've slain gods. Vanquished nightmares. Fought alongside those who we once fought against. Das ist Destiny. I wish you could have been there. Was erkennt man das an der kleinen Drohne wahrscheinlich, oder? Die glaube ich habe nämlich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, wird Waffen ausschaut, kann ich sagen. Ja, und der, das ist ich weiß nicht, ob es ein Android ist oder ein Cyborg ist, aber am Artstyle erkennt man. Das ist Destiny. The Final Shape. Was ist dieser Add-on? Ja, um Gottes Willen, wer Spaß damit hat. Aber das ist alles nichts für den Stream. Und nichts davon bringt mir dazu, eine PlayStation zum Kaufen. Also nichts davon. Hey, Diversity. Concord. Wow. Diese aussagekräftigen Geschichten, nein, wieso aussagekräftig?
keine Ahnung, was das wieder war. Oh, jetzt ist 3 Minuten vor 11. Das kann jetzt wirklich gewesen sein. Ist das ernst, Sony? Tut mir leid, da war nur Scheißdreck. Ich bin vielleicht schon ein wenig enttäuscht. Also. The best Gran Turismo players in the world will compete for a place in racing history. Das ist ein Film, ja, das habe ich schon gespannt, so, aber ich versuche gerade zu erörtern, um was gehen kann. Wir machen denn aus Gran Turismo einen Film, Alter. Weil Autofilme nicht schon beschissen genug sind, muss ich jetzt aus einem Autorennspiel, wo Spieleverfilmungen 9 von 10 auch beschissen sind, einen Film machen. Ist dein Ernst, Sony? Ja, komm halt durch dein Maul. Based on a true story, aha. Du bist eben Auto gefahren. Herzlichen Glückwunsch. Beste Story ever. Alter, sag nichts gegen Fast and the Furious. Thank you for joining us today. Oh, ernsthaft, Sony? Before we get into our final game, I have a few announcements to share. At PlayStation, innovation is our passion. And that applies to not just what games you play, but how you play them. Later this year, we will launch a dedicated device that enables you to stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has an 8-inch HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. We look forward to sharing more information in the near future. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds, which will bring next-generation audio immersion to PS5 and PC. They simultaneously connect to smartphones via Bluetooth. New wireless technology will deliver lossless audio with low latency. Das sind eine tollen Innovationen, PlayStation. Das ist ein Steam Deck und das da hinten sind einfach AirPods bzw. Bose Earbuds und die sind 1 Million Mal besser als einer Delivering experiences that surprise and delight our players. I want to thank all of you for your unwavering support for PlayStation. Ach komm, das ist schon erbärmlich schlecht, weißt du, gell? Jetzt bin ich gespannt, jetzt dürft ihr aber einen aussahen. Oh Gott, wenn ich die Diversity-Locke in seinem Gesicht schon wieder sehe, klang ich schon wieder. You grow slow in your old age, Sergei. A fate you will not share. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. Pathetic. I asked for an equal. And this. Oh Gott, noch kommen lauter bunte Spasten dahinter raus. Was ist denn das? Perhaps a new hunting ground. Tombstone, Spider-Man, das ist irgendein Marvel-Spiel, oder? Light the fires. The great hunt begins. Ist das Spider-Man 2 oder irgendwas? Spider-Man-Spiel war übrigens außerordentlich gut. Wenn man die ganze Open-World-Scheiße weglässt. Was ist das? Missiles sighted in Queens. Closing in now.
zu wenig Schwingmöglichkeit. Kann aber das Parkerhaus sein. Haha! You have no idea. Okay. Ja, ist schon. Und das war wirklich nicht schlecht. Das mit dem Venom ist ein bisschen seltsam irgendwie. Weil es sofort wieder vollkommen übertrieben ist. Mich interessiert jetzt bloß noch, was für uns das ist. Ist das Miles Morales? Das ist ja erst gekommen, oder ist der zweite Teil vom... Wie heißt der? Amazing Spider-Man? Ich weiß nicht. Eine total OP. Satellite scanning all active feeds. Triangulating position. Target located at Harlem Fish Market. All teams converge. Lizards across the river. Stimme ist, glaube ich, schon die vom ersten Teil. Miles, the hunters tracked Connors. Ach, das sind beide! Lizard. I'm on it. Sounds like Craven's checking off his. We don't have much time. Move. Das ist cool. Guess we'll chat later. Und das ist einfach nicht langweilig geworden. Die Schwingerei zwischen den Gebäuden, es ist einfach nicht langweilig geworden. Genki, the lizard's loose at the fish market. Must be sushi night. You still got that hunter drone you hijacked? Achso, jetzt können wir fliegen und nicht mehr schwingen. Okay. Dann werde ich es eigentlich spielen. Sag ich dir, was ist. They got here fast. Ein Drama will mehr als über den Zwickel, das um Handheld sollte eigentlich ein Spaß sein. Tja. Wie GTA 5 mit Charakterwechsel? Ja, ich denke auch. Eine coole Idee. Das ist eine coole Erweiterung, wer den ersten Teil gespielt hat. Das war wirklich ein gutes Spiel. Kannst sagen, was du magst. Es gibt eine neue Gameplay-Mechanik, so wie ich das da sehe. Das Netz ist neu zu spannen. Wenn das da... Oh, das geht sogar über Kreuz. Das ist cool gemacht auf alle Fälle. Die kann man dann aufhängen. Genau. Wobei es jetzt ist, dass man das Netz so spannen kann und so nicht wirklich schwerer macht. Wenigstens zeigen sie mal aktuelles Gameplay. Nein. Ich bin allerdings auch ein kleiner Spider-Man-Fanboy, muss man auch dazu sagen. Aber mir extra das Ding eine Playstation kaufen oder besorgen. Nee. Nee. Weißt du, ich hätte jetzt da mit irgendwelchen Sachen gerechnet, die Vollgas eskalieren, keine Ahnung. Last of Us 3, Last of Us 2 DLC, GTA 6, irgendein From Software Remake oder ja, Remake oder einen zweiten Teil. Ansonsten, das da schaut ganz gut aus. Also mir hat der erste Teil einfach taugt. Vielleicht, je nachdem wann es kommt und wenn, dann warte ich sowieso bis für den PC kommt. Unbedingt. Where am I now? Oder was der Shinra schreibt, gefühlt sehr schwach der Showcase. Bestätige. Also, ihr Batz völlig lächerlich. Gut, sie haben es auch bloß kurz am Schluss hergezeigt. Also, geht so. Earbuds, who the fuck braucht Earbuds und wahrscheinlich kosten die 200 Euro. Da kaufen wir lieber anständige von Bose. Und das mit dem Handheld und mit dem Streaming-Ding, wer zur Hölle braucht das? Und Alan Wake 2, Final Fantasy 16 und das hier. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, oh, geil. Whoa. Hey man, new threats? The building's swarming with hunters. Any sign of Connors? 200 Euro wird er nicht gelangen. Jo. Genki's tracking him. Hey, Mr. Parker. Mr. Der Out-Urban-Echo schreibt, ich hätte es mal als PS-Fanboy auch besser vorgestellt. Also ich mag jetzt da nicht Sony absagen oder irgendjemand PlayStation schlecht machen, aber das seht ihr ja selber, dass es sehr mau war.
2, 3 richtig gute Spiele. Ich bin... Hat man Final Fantasy 16 vorher gewusst? Das hat man doch vorher gewusst, dass das in der Not rauskommt, oder? Alan Wake 2 habe ich auch schon mal was davon gehört, ich habe bloß nicht gewusst, wann es kommt. Und das hat man auch gewusst, dass es in der Mache ist. Also da ist nichts irgendwie World Premiere, sonst irgendwas. Deswegen finde ich es sehr langweilig, um ehrlich zu sein. Außer die scheiß Earbuds, die waren wahrscheinlich World Premiere. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das schaut schon ganz nett aus. Fast kein Spiel ab 18 dabei, nur Diversity-Shit. Das ist absolut richtig, ja. Ich hab nicht viele Erwachsenen-Spiele gesehen, das ist richtig. Jetzt zweite Spiel ist bloß irgendein Anime-Kinderscheißdreck. Der Yeshiro schreibt, ich merke es halt immer deutlicher, dass ich nicht grundlos mein PS5 verkauft habe. Ja, und ich merke immer deutlicher, warum ich mir noch keine gekauft habe für den Stream. Weil es pures Geld aus dem Fenster werfen ist. The East River is not a river, but in fact a saltwater tidal flat that Spider-Man is fighting on right now. Everybody down! Help the tour boat! Right! I've got the metal murder bird! I warned you about going after Connors. Now this is on you. Poison clouds. That all you got? Ja, Kinder, jetzt wenn wir das ganze Spiel in einem Let's Play vorher zeigt, dann weiß ich nicht mehr kaufen. Ich weiß nicht sein. I'm right behind you. We'll take it down together. No time. I got you. Time to go boom, boys! Oh, no! Spider-Man, it's got defenses! Spider-Man, hang on! Stell dir vor, der Spider-Man schreit ein Spider-Man, hey Spider-Man! Ist gut jetzt mach gar. Mach bitte, mach vorbei jetzt. Ich mag nicht das ganze Spiel da jetzt sehen. Oh, der Crocodile. Oh, unsichtbar mal, können wir uns jetzt auch. Haben wir einen Tony Stark seinen Todesanzug gekriegt. Spider-Man-Zeug interessiert mich halt echt null. Ist ja in Ordnung. Gott, so kann ich nur nachvollziehen. Mir interessiert zum Beispiel das Final Fantasy-Zeug null. Aber das schaut ganz witzig aus. Aber auch nicht für den Stream. Also, diese typische Open World dauert 50 Stunden. Ich habe den ersten Teil letztes Jahr in der Sommerpause gespielt auf eine Woche. Weiß ich nicht. Ohne die Open World Elemente. Peter, merci für den Resub. Ich habe momentan Alerts aus, die werden gerade nicht angezeigt. Habe ich dir jetzt erst heimgekommen, Hashtag Spätschicht, Hashtag Knockdown Squad. Ich wünsche dir viel Spaß, merci für den Resub. Wie fandest Far Cry 6? Das habe ich mir gar nicht das gekauft. 60 Spiel, gleiche Spiel in einem anderen Setting. Ich hab's fake gesehen, Leute. Ich habe zu viel gespielt, zu viel gesehen, mich zu viel damit beschäftigt. Zirkt bei mir nicht. Gibt bloß kein E3, weil sich keiner blamieren will. Das kann gut möglich sein, ja. Es schaut ja echt immer noch sehr mau aus dieses Jahr mit neuen Spielen. Ich hoffe sehr über den Juni, dass da noch ein bisschen was kommt. Da haben ja sehr viele Showcases und Dinge anstatt der E3. Jeder macht sein eigenes Ding. Und da darf echt noch was kommen, sonst kriegen wir ein Problem bis Ende des Jahres. Das soll ja, wie es ist. Hab das Gefühl, in dem Game spielst du kaum. Es war im ersten Teil aber auch schon erstaunlich gut gemacht. Alles, was da so nach sehr viel Quicktime-Scheiß ausschaut, ist keiner. Klingt jetzt bescheuert, ist aber tatsächlich so. Haben wir jetzt bald fertig damit? Ich mag mir jetzt nicht 20 Minuten ein Spider-Man-Gameplay anschauen. Seid ihr besoffen, Leute? Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. Okay, Diablo regelt. Ja, wir werden nicht eine halbe Jahr lang Diablo streamen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nächsten Freitag, also am Freitag in einer Woche damit anfangen, bis Mittwoch durch und dann werden wir mir Diablo im Stream nie wiedersehen. Außer ich hab noch mal Bock, das über ein Wochenende durchzuziehen, wenn eine neue Season anfängt oder so. Dann vielleicht schon. Ich war halt für ein Jahr Diablo-Stream, ja. Das wird sicher super. So haben wir es jetzt endlich, ja?
Das mit dem Venom ist interessant. Und dass man beide spielen kann. Und ja. Also der erste Teil war wirklich gut. Wer noch offen ist für Open-World-Spiele, kann da wirklich bedenkenlos zugreifen. War ein gutes Spiel, hat mir gut gefallen. So, war's das jetzt? Das Sony, das war ja jetzt kriegen wir noch mal einen Recap von der schlechten Scheiße, alles klar. Das einzige, auf das du wartest, ist Doreda Landit 24. Das ist gut möglich, ja, vielleicht. So, jetzt machen wir da mal ein wenig leiser. Weil da glaube ich nichts mehr kommt. Da kommt schon der Recap. Ja, schade, dass da jetzt nicht mehr dabei war. Aber der einzig große, richtig interessante Titel. Was war denn das für? Kriegt's mir lieber eine Maus in der Tastatur aus für einen Scheißkasten. Ja, Alan Wake hat richtig gut ausgeschaut. Hat sogar unerwartet richtig gut ausgeschaut. Da waren ja die ersten Teile eher so Fails. Und das wird das einzige sein, was wir da im Stream auch spielen. Und das kommt auch für den PC, da brauchen wir keine Playstation kaufen oder besorgen. Mit Earbuds kriegst du 10% mehr Auto-Aim, aber ich glaube auch, da hörst den Call of Duty 10 Meter weiter. Controller für körperlich beschränkt, das glaube ich eher weniger. Das war eher, hat mir ja noch am Beat'em-up Arcade-Knüppel angeschaut. Naja, wenn es das war es ja nicht besonders. Ich werde jetzt mal nachschauen, wie viel Claims der Stream hat. Bla 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 bla. Mhm. So kann man das Showcase sehr gut zusammenfassen, muss ich sagen. Was ist oder was? Kommt jetzt nichts mehr. Na gut. Das hat fast 1 Million Zuschauer gehabt jetzt da. Leg mir am Arsch. Also das war nicht irgendeine Humpty-Dumpty-Veranstaltung, sondern da hätten wir schon mehrere Mal gehen. Und da schreiben sehr viele Leute 2 von 10, 3 von 10, 3 von 10, 3, 7 von 10. Zufällig. Bla 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 bla. War sehr mau. War wirklich sehr mau. So, Freunde der Sonne. Das ist viel noch ewig. Und 1 Million enttäuschte Menschen. Ja, ein paar Lost People sind schon dabei. Vielleicht ganz junge, die noch nicht so viel gesehen und erlebt haben und gespielt haben, vor allem wie mir. Die haben natürlich einfacher zu begeistern von so einem Quietschi-Bunti-Scheißdreck und der 100. Assassin's Creed und was weiß ich was für ein Scheiß, aber gut. 1 Million Leute, die jetzt ihr PS5 zurückgeben. Ja. Ich bin ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht vorgeschlagen. Audrey, um Gottes Willen, du warst der das vorgeschlagen hat. Erstmal Press F für die. Ich habe ja Bock gehabt. Die Stunde ist jetzt schon schnell vergangen, so ist es nicht. Und es hätte was Gutes dabei sein können, da kannst du nichts dafür. Da bist du der allerletzte, der was dafür kann. Hätte was Gutes dabei sein können. Und Alan Wake 2 kann gut werden, schaut zumindest gut aus. We will see. Aber das hat es bei den anderen Teilen auch geheißen. Extremmann sagt, ich schleiche mich jetzt. Herr Extremmann, same here. Es ist viel noch ewig. Wie immer. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Cybersexual Disaster. Das war der Asmongold. Der ist jetzt als nächstes gekommen. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Danke für die ganzen Donations. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Danke für die alten Mitgliedschaften. Spezial danke an alle, die sich ein Cap gekauft haben. Ich hoffe, es passt. Wenn nicht, let me know im Discord oder schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Ja, ansonsten wünsche ich euch vorab ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bis dahin nicht. Am Sonntag neue Folge Podcast. Literally. Scheiße, wie heißt die Folge? Literally random Leberkas ins Arschloch, bis er Riss ist. Wird gut. Am Sonntag kommt da bei mir mal wieder ein Video. Ein good old classic Bierger How-To. Mit ein bisschen Blätschmerz, das man wirklich brauchen kann. Ist also ein bisschen ein kleines 2.0 von einem alten How-To, von einem sehr alten How-To. Und im Klassik, ich bin gespannt, ob das auch so untergeht wie meine anderen Videos. Dann weiß ich es wenigstens, dass ich keins mehr machen brauche. Und dann ist der Kanal los, da legt man was, wird bloß noch gestreamt. Und dann sehen wir uns nächsten Montag. Wahrscheinlich mit Project Zomboid im Stream um 20 Uhr.
ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nächsten Mittwoch einen Stream ausfallen lasse. Warum? Weil man mir... Wolfric, habt ihr was verpasst? Scheiß Spätschicht. Ja, einiges, Alter. Dreiviertel Stunde Stream. Mehr als wieder ein Zwickel. Ob ich nächsten Mittwoch nicht einen Stream ausfallen lasse, weil am Freitag in einer Woche kommt Diablo 4. Wir fangen nicht am Freitag um 1 in der Früh zum Streamen an. Das ist Bullshit, da kann es viel dazwischen kommen, wie Warteschlangen, dann haut es die wieder aus und lauter so ein Mist, dann müssen wir mir zum Spähen gehen und ist 3 in der Früh, dann da ich sowieso ins Bett gehen. Wir fangen mal am Freitag um wahrscheinlich 9 Uhr morgen so. Ich werde da einen kleinen Zeitplan aufstellen. Ich habe auch schon einen kleinen veröffentlicht, der kann sich noch mehr ändern, wenn ich immer unschlüssig bin. Dann sehen wir uns am Freitag in der Früh. Wohlgemerkt nicht um 9 Uhr Nacht, in der Früh. Wir gestreamt bis Mittag, Stunde Pause, dann von 1 wieder bis um 6 Uhr, Stunde Pause und dann von 8 Uhr oder 7 Uhr bis Open End. Stream kann immer früher beginnen, als ich ihn ankündige. Aber spätestens, wenn die Zeit abgelaufen ist oder wenn ich es auch gesagt habe, damit ich mich selber ein bisschen dran halte. Und ja, das wird ein bisschen ein anderer Stream. Das wird kein so Rumgeblödel und sonst irgendwas, sondern das wird pures Gameplay und Reingesuchte. Und da bin ich vielleicht, da werde ich auch gnadenlos alle 3/4 Stunde aufstehen und wenn ich rausgehe, it is what it is. Das darf ich ja so auch. Und dann werden wir Diablo 4 durchsuchten. So, mehr so jetzt nicht. Ich wünsche euch was. Dankeschön fürs Zuschauen. Hauen Sie sich hinein. Ich muss ein bisschen leise tröten, weil die Bürgerin wahrscheinlich schon wieder im Bett flackt. Bussi auf das Nussi. Bis zum nächsten Mal. Rauchen. HB rauchen. Das ist wirklich wichtig. HB! Und jetzt schleicht es euch. Dankeschön. Habe die ersten bis Sonntag die 2 Videos. Wer es nicht anschaut, der ist sowieso raus. Und Montag dann habe ich die Ehre. Hashtag Strapse. Hashtag PS5 nicht kaufen. Hashtag... Okay, bye.